Alaf und herzlich willkommen zu Karneval in Köln 2025. Freuen Sie sich auf den Sitzungspräsidenten Markus Gottschalk und die Besten aus dem Kölner Karneval, unter anderem Volker Weininger. Was haben ein Stringtanga und die Frisur von Donald Trump gemeinsam? Wir beide können das Arschloch nicht verdecken. Martin Schops. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn sich die Eltern von Donald Trump damals an ein Pariser Abkommen gehalten hätten. Agnes Kasulke. Dieses Hungern während des Wahlkampfes war so schlimm. Ich habe ja permanent gehungert, weil ich mich nicht mehr in meine eigene Küche getraut habe. Aus lauter Angst, dass Robert Habeck da sitzt. Ne? Guido Kanz. Und aus diesem Grund haben wir jetzt am 23. Februar Neuwahlen gehabt. Wahnsinn, ne? Bundestagswahl oder wie die FDP sagen würde, Totensonntag. Marc Metzger. Es gibt offene Fragen in der Kirche. Darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Und Bernd Stelter. Was wäre gewesen, wenn die AfD gewonnen hätte? Dann wäre das Lied so gewesen. Ich weiß nicht, wo das hinführt und was das werden soll. Ich bin ganz schön verzweifelt, Mensch, wer findet die denn toll? Nach der Bundestagswahl heißt der Kanzler Alice. Alice! Danke, dass ihr das so deutlich zum Ausdruck gebracht habt. Vielen Dank. Feiern Sie mit uns im ehrwürdigen Gürzenich zu Köln unter dem Motto Faste lovend, wenn Träum wieder blühe. Herr Jeckel, ich darf euch hier im ehrwürdigen Gürzenich zu Köln und Ihnen zu Hause an den Fernsehschirmen ein lautes Alaf und ein lautes herzliches Willkommen zu rufen. Willkommen zu Karneval in Köln 2025, der großen WDR-Fernsehsitzung des Festkomitees Kölner Karneval. Schön, dass ihr all hier seid und schön, dass Sie zu Hause eingeschaltet haben. Der Kölner Karneval hat sich in dieser Session ein wunderbares Motto gegeben. Faste lovend, wenn Dröm wieder blöhe. Ja, und genau so ist der Karneval. Ein Fest der Träume, der Gemeinschaft und der Liebe zu unserer Stadt Köln. Und lasst uns heute Abend gemeinsam singen, lachen und tanzen. Und lasst uns die 5. Jahreszeit in vollen Zügen genießen, denn wir werden heute eins ganz sicher haben: ne Jode Zick! Öffnen wir die Fernsehsitzung mit Drehmoor von Netze Köln, Festkomitee, WDR. Herr Fastelovenzecke, der Ilverat ist mit einem stolzen Traditionschor auf die Bühne gekommen. Aufgezogen ist für euch alle die Prinzengarde Köln. Und ich darf nun das Wort übergeben an unseren Kommandanten Marcel Kappestein. Ja, liebe Freunde, das Beste, was jedes Traditionschor im Kölner Karneval zu bieten hat, ist natürlich das Tanzbar. Und ich bitte um Aufstellung zum Tanz der Regimentstochter. Regimentstochter, Tanz!
ist die Prinzengarde Köln. Ja, die Prinzengarde Köln ist wie alle Traditionskorps im Kölschen Fastelovend eine Persiflage auf allzu hohem militärischen Drill. Die Jungs, die tragen am Holzgewehr ein Blumensträußchen, das ist ein Friedenssymbol und sie kämpfen nur gegen Griesgram und Muckertum. Also eine riesige Friedensbewegung hier ob der Bühne. Rufen wir aus auf die Prinzengarde Köln. Drehmer von Hetze, Köln! Festkomitee! WDR! Ja, die Fastelovenzecke, diese Sitzung wird vor der Bundestagswahl aufgezeichnet. Da wir aber immer brandaktuell sein wollen, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben in der Woche nach der Bundestagswahl nochmal ein Kamerateam in den Gürzenich geschickt zu einer Sitzung der Altstädter Köln. Das heißt, wenn in der gleich folgenden Rede plötzlich ein anderer Ilverat hinter dem Redner steht, dann ist das unsere Zugabe für Sie. Lassen Sie sich überraschen. Ja, Lev Fastelovenzecke, seit 33 Jahren steht er auf der Bühne im Kölschen Fastelovend. Und eigentlich ist es gar nicht zu glauben, denn wenn man ihn so betrachtet, dann könnte man meinen, den jugendlichen und spitzbübischen Charme, den hat er sich immer noch erhalten. Und davon überzeugen wir uns jetzt. Bühne frei für Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Ah, das ist schön. Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Ja, hervorragend, bitte, wir sind im Fernsehen. Man muss das vielleicht ganz kurz den Damen und Herren noch zu Hause sagen. Wir sind hier in Köln, meine Damen und Herren. Ja, in der lustigsten Stadt Deutschlands. Wie soll ich sagen, ich bin im Dezember von einem Journalisten der dpa gefragt worden, Herr Kanz, was ist das Besondere am Kölner Karneval? Und das kann man, glaube ich, heute Abend an Rosenmontag ganz gut erklären. Heute Abend hier im Gürzenich in der kreisfreien Stadt Köln steht ein 53-jähriger, blond gefärbter, römisch-katholisch praktizierender, nicht tätowierter, verheirateter Mann ohne Podcast mit passendem Pronomen aus dem rechtsrheinischen Köln-Porz vor 7.392 bunt kostümierten Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, die einfach friedlich und ausgelassen miteinander feiern wollen. Das ist modern, tolerant und weltoffen. Schön, dass ihr da seid. Das schon mal Parade. Achtung! Ihr Lieben, es gibt ein jeckes Jubiläum zu feiern. Ich bin froh, dass wir es heute zusammen tun können. 3x11, ich stehe jetzt seit 33 Jahren im Kölner Karneval auf der Bühne. Überleg mal. Wahnsinn, ich habe mit 7 damals angefangen. Nein, 1992 war meine erste Session. Damals war Tommy Engel noch bei den Blackfoes. Ja, Blackfoes kannte jeder, Black Friday gab es noch gar nicht. Wir sind damals noch ohne Navi von Auftritt zu Auftritt gefahren. Wir hatten einen Falkplan. Da hast du vom Porz 5-mal umgeblättert, was sie hier, ging auch. Wir hatten damals keine Handys, das ist heute unvorstellbar. Wir haben damals noch vor dem Essen gebetet, heute wird es fotografiert, ja. Und ich erinnere mich, vor 33 Jahren gab es damals die Gage, auch beim Festkomitee, in bar in einem Umschlag nach dem Auftritt.
Und wenn man Glück hatte als junger Künstler und war spät dran im Programm und der Schatzmeister draußen im Foyer hatte schon ein bisschen Durst, hat man auch schon mal, wenn man Glück hatte, den Umschlag der Höhner bekommen. Und ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste Damensitzung in der Hölle von Fettweiß. Das müssen wir den Fernsehzuschauern zu Hause erklären. Fettweiß, ein kleines gallisches Dorf, zwischen Düren und Zülpich gelegen, mit einem romantischen Zelt, 2000 Frauen. Da lernt man als 20-Jähriger fürs Leben. Ich hatte von Tuten und Bla... Ja, das hatte ich schon. Das schon. Ich weiß noch, ich bin da hingekommen, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Da kam direkt eine Frau auf mich zu und sagt, ey Jung, du siehst aus wie mein dritter Mann. Ich habe die damals gesiezt, sagt, wie oft waren Sie denn schon verheiratet? Sagt die, 2-mal, komm mit jetzt. Und ich weiß noch, was sich nicht groß geändert hat. Ich muss gerade mal gucken, was es heute wieder Leckeres zu essen gibt hier im Gürzenich. Wunderbar, dieser Knabberteller, der ist ja berühmt. Das sieht aus wie günstige Ware vom Lidl, ist aber aus einer kleinen Privatbäckerei aus dem Elsass extra angeliefert worden. Gute Ware, ja klar. Nein, wir sind hier, was das Essen angeht, sehr traditionell unterwegs im Kölner Karneval. Bei Ikea gibt es mittlerweile den Hotdog, den ich sehr gerne mag, auch als Plant-Hotdog. Wurst ohne Fleisch. Zu Ikea passt das auch, die verkaufen auch Holzregale ohne Holz. Das ist richtig. Wir hier sind eher konservativ, also Veggie Day ist anders. Im Karneval gibt es Frikadelle, Wurst, Mett. Kein Mensch isst im Jahr über ganz viel rohes Fleisch. Wir im Karneval können gar nicht anders. Mett ist unser Sushi, das ist lecker. Und man kann mit Mettbrötchen sehr viel Freude haben. Ich habe das in der Session erlebt. Bei einer Herrensitzung hier im Gürzenich, da kam ein Mann zu mir im Foyer, wollte mit mir ein Selfie machen. Soweit, so gut. Was ich nicht wusste, er hatte gerade just vorher ins Mettbrötchen mit Öllig, mit Zwiebeln gebissen, nahm mich zärtlich in den Schwitzkasten. Ich hatte dieses Brötchen auch die ganze Zeit im Augenwinkel. Hat mich ganz nett und höflich angesprochen. Ja, machen wir ein Selfie. Und dieser zwiebelgeschwängerte Atem hat mir so leicht die Tränen ins Auge gedrückt. Und dann hat er bei dem Foto auch noch gelacht. Kleiner Tipp vom Profi, wenn heute Abend hier irgendjemand ins Mettbrötchen beißt, bitte nicht lachen, 5 Minuten lang, das sieht scheiße aus. Der Mann hatte schön so den Jägerzaun zwischen den Zähnen. Ich habe den angeguckt und sage, deine Zähne erinnern mich an Gelsenkirchen und Duisburg. Sagt er, wie soll das denn? Sag ich, da ist Essen dazwischen. Absolut richtig. Er hat das gar nicht kapiert, by the way. Aber gut. Ich habe mir natürlich in meiner Jubiläumssession Gedanken gemacht. Wie wird der Karneval der Zukunft aussehen, Freunde? Ich glaube, wenn die Maßstäbe, die heute an uns Redner gestellt werden, also es sollte politisch korrekt sein, es sollte Vogue sein, es sollte genderkonform sein, wenn die schon vor 33 Jahren gegolten hätten, hätten viele Karrieren im Karneval gar nicht stattgefunden. Ich sage das wirklich, ja? Ich mache mal ein Beispiel. Ein Mann, den ich sehr bewundert habe immer, Gerd Rück, der Weltenbummler. Überleg mal, wenn heute ein junger Künstler auf die Bühne käme und würde sagen, ich bin der Weltenbummler. Was meinst du, was da los wäre? Da würden sich Klimaaktivisten hier im Gürzenich am Mikrofonständer festketten, die sagen, das geht gar nicht, Weltenbummler. Guck mal, was der für einen CO2-Fußabdruck hat. No go. Oder Marc Metzger, auch ein schönes Beispiel. Der würde heute anfangen zu sagen, ich bin Marc Metzger. Da würden Leute sagen, Metzger? Thorsten Tofu, vielleicht. Metzger? Auch bei den Bands, bitte. Casalla, das wäre heute schon ein Aufruf zur Gewalt. Die hätten gar keine Chance mehr. Oder die Höhner. Überleg mal, heute würde eine junge Band auf die Bühne kommen und sagen, wir sind die Höhner. Da hättest du Tierschützer hier im Gürzenich auf der Bühne. Die würden sagen, das ist keine artgerechte Haltung. Gut, Henning Krautmacher hat es geschafft. Der ist mittlerweile in Freilandhaltung unterwegs. Oder die Räuber, mit denen habe ich damals zusammen angefangen. Die Räuber, da würden heute Juristen sagen, das ist eine klischeehafte Darstellung von Kleinkriminellen.
Wenn die Räuber heute noch mal anfangen würden, würden die sich umbenennen in Finanzamt Köln-Süd. Deswegen feiern wir Karneval, wie wir Karneval immer gefeiert haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und Ihnen zu Hause, aber ich glaube, die Session war noch nie so nötig wie im Moment. Wenn man mal guckt, was für Wahnsinnige da draußen in der normalen Welt rumlaufen. Schön, dass wir heute Karneval feiern. Ja. Überleg mal, was letztes Jahr alles passiert ist. In Amerika ist ein vorbestrafter Lügner Präsident geworden. Sowas gab es bis jetzt nur beim FC Bayern München. Ja, Donald Trump, bitte. Donald Trump hat jetzt den Golf von Mexiko umbenennen lassen in den Golf von Amerika. Er möchte aus dem Gazastreifen eine Riviera machen und er möchte immer noch Grönland kaufen. Ich sage, gut, das überrascht mich nicht. Trump wollte schon als Kind das größte Eis haben, das ist klar. Und ich weiß noch genau, letztes Jahr, ich habe mit meiner Frau NTV geguckt. Wir wollten uns die Ergebnisse in den USA anschauen und ich dachte, die Wahl ist nicht zu toppen. Dann kam Breaking News, in 15 Minuten Ansprache von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich dachte, was passiert jetzt? Dann kam unser Olaf für seine Verhältnisse relativ aggressiv ans Mikro und hat die Regierung aufgelöst, Ampel aus, entlässt unseren Finanzminister Christian Lindner. Ich dachte, Olaf, das ist mutig in dem Jahr, in dem Peter Zwegert verstorben ist. Alle Achtung. Und aus diesem Grund haben wir jetzt am 23. Februar Neuwahlen gehabt. Wahnsinn, ne? Bundestagswahl oder wie die FDP sagen würde, Totensonntag. Ah, schön. Wir haben eine Zeitverschiebung erlebt. Am 23. Februar ist es März geworden. Das ist schön, sehr gut. Für uns Karnevalisten eine Herausforderung. Ich habe das noch nie erlebt, in 33 Jahren Karneval. Eine Bundestagswahl mitten in der Session, am Sonntag vor Weiberfastnacht. Gut, es gab uns allen die Möglichkeit, endlich mal im Flamingo-Kostüm in die Wahlkabine zu gehen. Aber für einige Männer schon schwierig. Du musst es überlegen, du hast Karten für die Herrensitzung, gehe ich vorher wählen oder vielleicht nachher, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Und Dieter, warst du im Wahllokal? Nee, ich war im Lokal meiner Wahl. Und guck dir bitte mal an, wen wir da wählen konnten. Die Jungs, die die Ampel an die Wand gefahren haben, konntest du alle wieder ankreuzen. Die Lernkurve ist eine Gerade. Ja, bitte. Wahnsinn. Verrückt hier, ne? Also ich habe mir gedacht, wenn die in Berlin doch keinen finden, der es macht, mein Nachname würde sich eigentlich anbieten. Bundeskanz, da fehlt eine Silbe, wir müssen eh sparen in Deutschland. Ich würde gerne die Schlagzeile lesen, Kanzler, Kanz, Kanz. Verstehst du? Wahnsinn, jetzt haben wir einen neuen Bundeskanzler, Friedrich Merz, ein Wahnsinn. Was meinst du, was die gefeiert haben in Berlin? Boah, alle in der Union haben sich gefreut, bis auf eine. Angela Merkel werden wir jetzt demnächst auf Vox sehen, bei Goodbye Deutschland. Aber Wahnsinn, ne? Meinst du, da wurde Champagner getrunken, die haben Merz Spezialdragés verkauft. Super. Es wird eine große Koalition. Schwarz-Rot, die Farben passen. Die Grünen haben sich schwarz geärgert. Frau Weidel sieht rot. Und überleg mal, Olaf Scholz hat bis 17:59 Uhr wirklich geglaubt, er könnte Kanzler werden. Das ist ungefähr so, als wenn der HSV Platz im Regal freiräumen würde für die Meisterschale. Haben wir HSV-Fans hier? Oh, so sehen die aus. Hallo! Man sagt politisch korrekt auch nicht mehr HSV-Fan, man sagt Hamburger mit Relegationshintergrund. So ist es, glaube ich, richtig. Und Olaf Scholz, mein Gott, der arme Mann, er hat jetzt gesagt, er möchte erstmal nichts tun. Ist doch komisch, das hat er doch die letzten 3 Jahre gemacht. So eine Wahl hat ja auch was Gutes. Jetzt kannst du wieder endlich in Ruhe am Küchentisch sitzen, ohne Angst zu haben, dass Robert Habeck klingelt und ein Video mit dir machen will. Aber er hat endlich die Zeit, sich auf seinen eigentlichen Beruf zu konzentrieren. Herr Habeck ist der Schriftsteller, sehr berühmt. Der kommt aus der Hansestadt Lübeck. Da kommen alle berühmten deutschen Schriftsteller her. Thomas Mann und Robert Habeck. Thomas Mann jetzt nicht ganz so bekannt, aber Robert Habeck. Wir kennen alle seine Bestseller, die Buddenbärbrocks, der Zauberschuldenberg und gerade frisch erschienen, die Bekenntnisse eines Hochstaplers. Haben wir gelesen?
Wen konnten wir noch wählen? Christian Lindner, der Johnny Depp der Liberalen. Wahnsinn, ne? Also das ist wirklich richtig gut gelaufen. 4,3% der Wähler waren für die FDP. Das heißt aber auch, 95,7% wollten Elternzeit für Christian Lindner. Er wird jetzt ja Papa. FDP steht jetzt nur noch für Falte die Pampers. Die Frage ist nur, was macht der Christian jetzt demnächst hauptberuflich? Ich habe mir gedacht, er wird vielleicht Vorstand bei Porsche oder Bürgermeister von Sylt. Da kennt er sich aus. Er hat ja eine Inselbegabung. Die FDP ist so ein bisschen wie Kölsch, ne? Klein, gelb, unter 5%. Und jetzt geht es natürlich darum, wer wird Parteivorsitzender. Kubicki hat sich schon in Stellung gebracht. Ich hoffe ja auf den Kampfdackel der FDP. Der doppelte Bindestrich. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das ist die einzige Frau, vor der Wladimir Putin Angst hat. Ja. Wen gab's noch? BSW. Spannendes Projekt. Das gab es in Deutschland vorher noch nie, dass die Spitzenkandidatin in der Abkürzung versteckt ist. Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenn das die Sozialdemokraten gemacht hätten, dann hätten die geheißen Sozialdemokraten Olaf Scholz. Abkürzung SOS. Was das Ergebnis ganz gut beschreiben würde. Aber es ist auch bitter, ne? Dem BSW haben 14.000 Stimmen gefehlt. 14.000 Stimmen. Meine Mutter hat gesagt, das nannten wir früher Fischerchöre. Aber jetzt haben wir einen neuen Kanzler, Freunde. Wahnsinn. Friedrich Merz. Ein 69-jähriger Sauerländer mit der Ausstrahlung einer Wäschespinne. Der Sauerländer gilt ja vom Temperament her als der Brasilianer Nordrhein-Westfalens. Jetzt kommt die Frage an unser gut informiertes Publikum. Wann wurde Friedrich Merz geboren? Weiß es jemand? Publikumsjoker? Am 11.11.55. Ja, das ist kein Quatsch. 7 mal 11. Das ist einer von uns. Wart mal ab, wenn der jetzt Kanzler wird, dann mutiert jetzt so Jorge González. Das wird schön. Er ist aber auch ein... Friedrich Merz, ein Temperamentsbündel, man kann sagen, gegen Olaf Scholz hat er ADHS, da ist wirklich was los. Aber ich habe mich schon gefragt, mein Gott, ey, Kanzler mit 69? Das heißt, der Friedrich Merz vertraut dem deutschen Rentensystem auch nicht so richtig. Haben die nichts Jüngeres bei der CDU? Hendrik Wüst hat abgesagt, Carsten Linnemann zu viel zu tun, den Kleinen haben die gar nicht gefragt. Das ist ja mein Liebling, der Hoffnungsträger. Philipp Amthor. Der Jamal Musiala der Christdemokraten. Diese Mischung aus Harry Potter und Kevin allein zu Hause. Das ist der einzige Bundestagsabgeordnete, der keinen Assistenten hat, sondern einen Schülerlotsen, der den morgens bringt. Und dann sollten wir noch über die AfD reden. 20,6%. Frau Weidel hat gesagt, der Arm ist weiter ausgestreckt. Das Problem ist bei Herrn Höcke im 45-Grad-Winkel nach oben. Ich würde gerne für mich festhalten, für mich bleibt die AfD nicht wählbar. Wir sind in Deutschland ein Rechtsstaat, kein rechter Staat. Das ist wichtig. Aber wir können uns das alles schön rauchen, Freunde. Noch ist Cannabis legalisiert. Warten mal ab, wie lange noch, aber noch läuft's. Wir haben ja einen noch aktiven Gesundheitsminister aus Köln, Karl Lauterbach, oder wie ich ihn nenne, Shisha-Kalle oder Karl der Kiffer. Ein super Typ. Wenn du den bei den Interviews siehst, mit diesem komischen Blick und diesen Pupillen und wie er dann redet, also was wollen Sie wissen, was ich will? Der hat doch vorgekifft, jetzt mal ehrlich. Das ist doch toll. Cannabis-Legalisierung. Viele junge Leute freuen sich, es gibt neue Berufsgruppen, neue Berufe, die man ergreifen kann. Gras- und Außenhandelskaufmann kann man werden. Kifferorthopäde. Demnächst gehen wir zum Bütchen, so wie früher. Eine gemischte Tüte, bitte. Und für den Rest diese M&M's für Erwachsene. Ecstasy, ja, die mit den Smileys drauf. Deswegen müssen wir Karneval feiern. Das ist wichtig, wir kommen auf andere Gedanken, das ist auch schön. Ich persönlich bin auch froh, dass es so eine lange Session war. Wir haben zu Hause, wie kann man das beschreiben, komische Zeiten. Wir haben das Bermuda-Dreieck der Hormone zu Hause.
Eine Mischung aus Midlife Crisis, Wechseljahre und Pubertät. Man könnte auch sagen, die Nachbarn haben Spaß. Meine Frau ist wirklich der netteste Mensch der Welt, aber gerade emotional ein wenig dünnhäutig. Ich gebe zu, wir hatten immer eine interne Absprache. Es gibt 3 Aggregatzustände bei meiner Frau. Da war klar, der Blonde hält die Klappe. Hunger, müde, kalt. Da war klar, hier ist Humor nicht angebracht. Jetzt hat meine Frau aber Hitzewallungen und ich kann die Klappe nicht halten. Jetzt stand die letzte vor mir und sagt, oh, mir ist so warm, ich habe Hitzewallungen. Da sag ich, Vollidiot, super Schatz, da können wir die Wärmepumpe ja ausschalten, ne? Ich werde diesen Blick nicht vergessen. Ich habe mich angeguckt und gesagt, du klingst schon so wie mein Ex-Mann. Ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass du schon mal verheiratet warst. Sagt die, nee, war ich auch noch nicht. Ich habe diese Message verstanden, umgesetzt, ich habe Blumen besorgt. Ich habe gesagt, Schatz, Entschuldigung, wir werden heute Abend einen romantischen Abend verbringen. Das war das falsche Stichwort, da ging es direkt weiter. Das wollte ich dir eh mal sagen. Wo ist unsere Romantik geblieben? Wo ist unsere Leidenschaft geblieben? Ich sag, keine Ahnung, du räumst doch immer alles weg. Und dann habe ich den Gang nach Canossa angetreten, den Kniefall gemacht, habe gesagt, Schatz, komm, wir vertragen uns wieder. Ne? So wie früher, weißt du noch? Lass uns heute Abend ein bisschen kuscheln. Lass uns heute Abend ein bisschen Liebe machen. Sagt die, nee, lass uns was machen, was du auch kannst. Gut, an der Stelle machen wir keinen Tusch, das war abgesprochen, sehr gut. Kein Wunder, schramme ich mit 53 an der Midlife-Crisis vorbei. Bitte, Freunde, der Lack ist ab, ja? Schön, wenn man einen Ministerpräsidenten hat, der jünger ist, das ist sehr schön. Freunde, ich spiele mittlerweile Golf und habe einen Thermomix zu Hause, so sieht's aus. Ja, der Lack ist ab. Ich wache mittlerweile morgens auf und habe schon 3000 Schritte auf meiner Uhr, weil ich nachts so oft raus muss. Es läuft. Weißt du, woran du als Mann merkst, dass du älter wirst? Ich habe das letztens beim DM erlebt. Wenn du als Mann eine Packung Kondome kaufst und die Frau in der Kasse sagt, Herr Kanz, sollen wir die als Geschenk einpacken? Und fairerweise merke ich es bei Damensitzungen ja auch. Ich habe gestern noch eine schöne Damensitzung gespielt, habe ein paar Fotos gemacht mit einer sehr netten Frau, die war total nett. Wir standen sehr eng beieinander, haben ein bisschen geflirtet. Irgendwann habe ich zu der gesagt, boah, du riechst lecker. Oh, was ist das? Da guckt die mich an und sagt, Voltaren. Da merkst du, es geht in die falsche Richtung. Und dann habe ich noch einen Sohn zu Hause rumliegen mit 14. Herzlichen Glückwunsch. Was war das, ein netter Junge? Dann steht mein 14-jähriger Filius vor mir und sagt, Papa, ich habe mal eine Frage. Wann hast du und wie hast du damals die Mama kennengelernt? Gab es damals schon Tinder? Ich sagte, nein, Tinder nannten wir in Köln damals Wiener Steffi. Das ist ein interner für Sie zu Hause. Ich weiß, wir haben hier einige Genießer. Ich habe meinem Sohn erklärt, wir haben uns damals analog kennengelernt. Es gab kein Online-Dating, wir hatten keine Portale wie C-Date, was da alles gibt, Elite-Partner, Parship. Ich habe meinem Sohn erklärt, das ist Marketing. Ich sage, guck dir mal die Werbung an, das sind Models auf den Plakaten. Die Männer haben alle ein Sixpack, die Frauen haben alle ein Dekolleté für 3 Personen. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist im Prinzip wie eine Dose Ravioli. Auf dem Foto sehen die total lecker aus, aber wenn die auf deinem Teller liegen, denkst du, das ist ein Serviervorschlag, nichts anderes. Ich habe meinem Sohn erklärt, ich habe deine Mutter live kennengelernt in einem Lokal. So war das damals. Wir haben uns mit ein paar Jungs getroffen, waren feiern, da kam eine Gruppe Mädels rein. Ich weiß nicht noch wie heute und die Blonde war direkt toll. Wir hatten Blickkontakt, haben ein bisschen geflirtet und so nach 20 Minuten habe ich mal einen Kölsch rübergeschickt. Nach weiteren 20 Minuten kam ein Kranz-Kölsch zurück. Da dachte ich schon, die Frau hat Potenzial. Dann haben wir den ganzen Abend zusammengestanden, gequatscht, getanzt und so gegen 12:30 sagte meine jetzige Frau, sollen wir noch einen Absacker bei mir zu Hause nehmen? Und ich dachte, ja, bitte, natürlich, bring dich nach Hause, Gentleman, ist ja klar. Sie hatte so eine kleine Studentenbude, ich habe es noch vor Augen, mit einem Sofa. Sagte, setz dich da mal hin, wir brauchen ein bisschen Atmosphäre, das ist ganz wichtig. Da wurden Teelichter aufgebaut, Räucherstäbchen. Sie sagt, wir brauchen Musik, das ist ganz wichtig.
Ich gebe zu, ich bin ein bisschen schreckhaft. Die Musik ging irgendwann los. Boah! Schattenblick. Boah! Lars gemalt. Gedanken sind nicht mehr bei mir. Boah! Ich habe gesagt, hast du eine Alarmanlage? Sagt die, nee, das ist der Herbert, mein Lieblingssänger. Der wird uns heute Nacht begleiten. Und ich weiß noch, immer wenn ich auf diesem Sofa den Arm um ihre Schulter legen wollte, kam Herr Grönemeyer dazwischen. Boah! Was soll das? Und ich weiß noch, man konnte von dem Sofa Richtung Schlafzimmer gucken, weil die Tür war so ein Spalt auf. Sie behauptet bis heute, es war keine Absicht. Ich glaube, das war Kalkül. Ich konnte nicht viel im Halbdunkel erkennen im Schlafzimmer. Das, was ich sehen konnte, war super. Ich konnte ein Regal erkennen mit einer Teddybär-Sammlung drauf. Das hatte ich noch nie gesehen. Oben die ganz großen, wie auf Pützchens Markt. In der Mitte so mittlere, unten die kleinen. Und ich dachte, eine Frau, die Teddybären sammelt, die ist emotional, kinderlieb, familienfreundlich. Das ist eine zum Heiraten. Wir hatten einen tollen Abend, sind natürlich auch im Schlafzimmer gelandet. Was soll ich sagen? Ich fand meine Performance gut. Wir sind morgens wach geworden. Ich habe gesagt, guten Morgen, Hase. Und? Wie war ich? Ja, sagt die, du kannst dir einen Trostpreis aus dem untersten Regal aussuchen. Danke fürs Zuhören, war eine große Freude. Passt auf euch auf. Allah. Voller Elan, charmant wie eh und je, aber dennoch mit spitzer Zunge. Ein großes Dankeschön an Guido Kanz. Wir sagen natürlich Danke mit Trämer von Netze Köln. Guido Kanz, Festkomitee. Diese Band hat vor mehr als 50 Jahren den Kölner Karneval revolutioniert. Bis dahin hatte es eine solche Kombo nie gegeben. Bis heute haben sie uns unzählige Hymnen geschenkt und jetzt werden wir einige davon hören. Bühne frei für die Black Föß!
Amüche, doch ist hey, hey, ja, ja, ja. Und dann standen sie in der Kaffeebude und schönen sich der Kaffee in der Kaffeebude. Jeder liest in seiner Zeitung drin, jeder dölt sich noch ein Brötchen drin. Und immer wie dicht ist geschwärmt, der Pützer hätte vorgesagt, so hat die Licht die Röte zum in der Kaffeebude, in welcher Bude? Wer ist du? Kaffeebude. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst die ganze Zeit. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst die ganze Zeit. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Wunderbar, vielen Dank. Das ist doch gut. Ja, wunderschöne Lieder, handgemachte Musik und 100% Kölscher Charme. Nee, Fastelovensjacke, diese Band begeistert schon Generationen Kölnerinnen und Kölner und es ist immer wieder Gänsehautgefühl, wenn sie auf der Bühne stehen. Unsere Black Föß! Ja, die Parodie ist ein wesentlicher Bestandteil des Kölner Karnevals und es gibt kaum jemanden, der sie besser beherrscht als er. Und dabei, bei dieser Übertreibung, die er auf der Bühne präsentiert, legt er manches Mal den Finger in die Wunde, aber das immer mit einem Augenzwinkern. Freuen wir uns auf einen Sitzungspräsidenten. Hier ist Volker Weininger. Ja, liebe Herren, liebe Jacke, ich freue mich außerordentlich auch in diesem Jahr wie bei Karneval in Köln im wunderbar geschmückten Gürze nicht zu Gast sein darf. Endlich wieder normale Menschen. Und liebe Herren, ich denke, wir sollten doch bitte schön von Anfang an bitte schön offen miteinander umgehen. Ich sage es euch genauso, wie es ist. Ich habe noch leicht einen im Tee. Weil wir hatten letzte Woche, ja, schön vor Fachpublikum zu sprechen. Wir hatten letzte Woche, hatten wir Klassentreffen. Schulabbrecher 1980. Ja, wir waren ein außergewöhnlich dummer Jahrgang. Paradebeispiel natürlich unser Hermann. Ich weiß, ihr kennt den Hermann. Kennt ihr? Ja, da brauche ich euch ja nichts mehr erzählen. Dann wisst ihr Bescheid, der Hermann, wisst ihr selber, der Hermann ist wirklich ein lieber Kerl. Aber wenn man den Hermann sieht, dann denkst du da auch, ach, guck mal. Da hatte der Evolution Brückentag. Nein, der
liebe Herren und Damen, der Hermann ist schon in der 1. Klasse so oft sitzen geblieben, der ist irgendwann um Moped zur Einschulung gekommen. Wie der endlich seinen Abschluss in der Tasche hatte, war der 2 Jahre älter wie seine Klassenlehrerin. Und die war da schon in Altersteilzeit. Nein, aber was ich sagen wollte, liebe Herren, Klassentreffen. Klassentreffen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die meisten habe ich ja nicht mehr erkannt. Ich kannte die nicht mehr. Jo, bis auf den Kurt natürlich. Kurt war damals schon nicht der Schönste. Ja, dem haben sie früher beim Machtdienst singen an der Haustür die Süßigkeiten durch die Katzenklappe geschoben. Nein, aber was ich euch erzählen wollte, unser Klassentreffen hatten wir im Dalmatinereck. Dalmatinereck, die haben selbst gebrannten Slivovitz. Ja, das ist jetzt kein klassischer Softdrink. Etikett kommt direkt in Blindenschrift. Aber der ist so klar, den sieht die Leber ja nicht kommen. Nein, aber wo wir gerade von Slivovitz reden. Manche Sachen kannst du doch heute auch wirklich nur noch im Suff ertragen, oder? Weißt du, wenn man sich mal ein bisschen in der Welt umguckt, so, dann guck dich doch mal was in der Welt um. So, dann guckt man sich was in der Welt um und wenn man sich was in der Welt umgeguckt hat, dann denkt man sich, ach, guck mal. Dann gucken wir doch mal jetzt, gucken wir doch mal bitte nach Amerika. Gucken wir doch bitte noch nach Amerika. Elon Musk. Weißt du, wenn ich Elon Musk schon sehe, die Stradivari unter den Arschgeigen. Aber Elon Musk, muss man dabei sagen, Elon Musk, reichster Mann der Welt. Und er ist wirklich nur ein halbes Jahr älter wie ich. Aber krass, was die paar Monate finanziell ausmacht. So, dann haben wir natürlich auch noch Donald Trump mit dabei. Donald Trump, das orange Präriefrettchen. Weißt du, Donald Trump, der hat ein Ding ob dem Kopf. Damit muss er 2-mal im Jahr zum Tierarzt. In dem Zusammenhang, was haben ein Stringtanga und die Frisur von Donald Trump gemeinsam? Beide können das Arschloch nicht verdecken. Nein, aber was ich euch erzählen wollte, liebe Freundinnen und Freundinnen. Dalmatinereck. Dalmatinereck. Mir kegelt auch immer im Dalmatinereck. Ich weiß nicht, wer von euch ist im Kegelclub? Hier vorne direkt, da sind wir die Kegel. Wie heißt euer Kegelclub? Ist er ja? Da hast du Fernsehaufzeichnungen, hoffst auf was Gutes. Wie oft kegelt ihr? Kegelt ihr?
Einmal im Monat. Ja, das ist der typische Amateurlevel. Weil wir kegeln ja jeden Dienstag. Von 14 bis 23 Uhr. Und ich kann euch sagen, das ist Hochleistungssport. Wir sind ja nur 3 Mann. Nein, früher, da haben wir immer freitags gekegelt. Aber freitags hatte im selben Raum zur selben Zeit direkt neben uns auch noch der Dart-Club-Training. Aber die sind nicht so gut. Ich weiß, ihr kennt das in Tierfilmen. Wenn da die Nashörner mit einem Betäubungspfeil im Hintern rumlaufen. Deswegen sind wir auf den Dienstag gegangen. Die Greta ist auf Zack. Dankeschön, Greta. Ja, tschüss, März. Nein, meine lieben Herren, unser Kegel ist auch ohne Dart schon saugefährlich. Ich sag mal so, die erste Viertelstunde geht es noch einigermaßen. So, aber wenn dann die ersten Tabletts Doppelwacholder im Umlauf waren, da werfen wir doch schon in alle Richtungen. Sind wir ja froh, wenn wir der Kugel noch irgendwie ausweichen können. So, und wenn der Hermann dran ist, wenn der Hermann mit dem Kegeln dran ist, dann müssen sowieso alle kurz raus aus dem Raum. Weil der Hermann, der streut wie eine Schrotflinte. Nein, ich sag mal so, wenn du den Hermann siehst, dann weißt du, warum Noah nur Tiere mitgenommen hat. Ja, nur, dass ihr das mal einsortieren könnt. Ich sag letztens zum Hermann, sag ich zum Hermann, ich sag Hermann, sag ich zum Hermann, ich sag Hermann. Das war einmal zu viel. So, jedenfalls. Meinst du, wie ihr euch anhört? So, jedenfalls. Ich sag, Hermann, hast du mitgekriegt? Die Beerdigung vom Heinz. Die haben sie von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Sagt der Hermann, oh, geht es denn wieder besser? Sehr, sehr guter Witz. So, jedenfalls. Pass auf, jetzt fängt meine Geschichte erst an. Weil unser Weihnachtskegel ist letztes Jahr komplett eskaliert. Hör mal, der Hermann, der war so voll, der ist so ja ein paar Mal ohne Kugel losgelaufen. Scheint euch auch nicht zu beeindrucken. Seht? So, und jetzt haben wir am Ende vom Anlaufbereich haben wir dieses Absperrseil. Das kennt ihr, mit dem Glöckchen dran. Das hat der Hermann gegen 15 Uhr schon mehrfach eingerissen. Einmal hätte er sich fast stranguliert. So, und jetzt kommt nämlich der Teufelskreislauf. Immer wenn das Glöckchen bimmelt, dann musst du eine Feuerzangenbowle trinken. Und das Glöckchen hat aufgebimmelt. Weißt du, wir haben dem Hermann irgendwann den Zuckerhut von der Bohle direkt in den Mund gesteckt. Und der ist Diabetiker. Aber erst seitdem. So, jedenfalls. So, und ich vermute, die Mischung aus Zucker, Rohr und Wacholder
hat den Hermann leichtsinnig gemacht. Weil der Hermann irgendwann das Absperrseil als Katapult benutzt. Der wollte sich selber kegeln. So, dann hat er sich das Seil um die Hüfte gespannt. Und ist damit rückwärts immer weiter nach hinten gegangen. Bis an die Tür. Hör mal, da war so viel Spannung auf dem Seil. Der Hermann konnte sich gerade noch mit dem kleinen Finger an der Türklinke festhalten. Ich sag, Hermann, um Gottes Willen, jetzt lass bloß nicht los. Aber der Hermann hat seine Situation viel optimistischer eingeschätzt. Weißt du, der stand da schon mit letzter Kraft auf Zehenspitzen und hätte angefangen, den Countdown runterzusehen. 10, 9, 8. Und bei 7 hat die Kellnerin die Tür aufgemacht. Hör mal, der Hermann ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Wie ein rührender Hirsch ist der halb hoch an uns vorbeigeflogen. Wir zwei hatten nicht lang Blickkontakt. Aber an seinen Augen habe ich gesehen, der war noch nicht bereit für die Reise. Weißt du, während der Hermann noch in der Luft war, hat meine Nina Warn-App schon angefangen zu heulen. Der ist in die Kegel eingeschlagen wie ein Meteorit. So, und die Kegel danach die ganze Zeit hoch und runter. Und der Hermann hing ja da noch drin. Der ist an den Seilen immer wieder mit hoch und runter. Hör mal, das sah aus, als würde Jim Knopf bei uns mitkegeln. Warum habe ich euch das erzählt? Ach so, Klassentreffen, richtig. Dann sind wir nach dem Klassentreffen, sind wir mit ein paar Mann, sind wir noch zum Erwin in der Kellerbar. Als ob das noch nötig gewesen wäre, weißt du? So haben wir noch 3 Flaschen ganz leichten französischen Sommerwein getrunken. Cognac. Der Erwin war breit wie ein Biberschwanz. Der hat wirklich versucht, in seiner Waschmaschine Zuckerwatte zu machen. Boah, das ist ja Baileys. Habe ich aus Versehen den Flachmann von meiner Frau mitgenommen. Die wird sich wundern nachher. Jedenfalls. Nein, aber, liebe Narren, bei so einem Klassentreffen, da kommen natürlich auch die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Sportunterricht zum Beispiel. Ich weiß nicht, hattet ihr in der Schule Turnen? Aber hattet ihr auch Bundesjurenspiel im Turnen? So stelle ich mir die Apokalypse vor. Da haben sich doch Dramen abgespielt in der Halle, oder? Vor allem am Reck natürlich. Das Reck, die Stange des Todes. Weißt du, wenn du deine Mitschüler am Reck hängen siehst
dann weißt du, woher das Wort verrecken kommt. Und das wäre doch heute in der Form völlig undenkbar. Weißt du, heute, da würden doch viele Eltern direkt Schnappatmung kriegen, weil die Kinder beim Purzelbaum keinen Helm aufhaben. Nein, ich sehe das da bei unserem Nachbarsjungen. Weißt du, unser Nachbarsjungen, der musst du ja im Einkaufswagen einen Helm aufsetzen. Und der ist 15. Nein, aber genau solche Eltern kannst du doch heute auch so herrlich provozieren. Guck mal, schreib doch einfach mal im Internet, in das Schwangerschaftsforum. Ja, das reicht eigentlich schon. Schreib doch mal im Internet, in das Schwangerschaftsforum, ob es sich lohnt, in den letzten beiden Monaten auf Marlboro Light umzusteigen. Kannst du direkt im Zeugenschutzprogramm. Nein, aber ich sage euch ganz ehrlich, manche Eltern werden doch wirklich immer bekloppter, oder? Guck mal, ein Beispiel. Da haben wir letztens mit unserer Kindertanzgruppe, haben wir einen Ausflug in den Kölner Zoo gemacht. So hat die Mutter von der kleinen Sarah mitten im Tropenhaus eine Panikattacke gekriegt, weil sie die Malaria-Tabletten vergessen. Du musstest erst noch 5 Minuten in den Beutel reinatmen. Hat aber natürlich nichts gebracht, weil der Beutel aus Jute war. Nein, aber jetzt wollen wir uns bitte. Jetzt wollen wir uns bitte über die Frau nicht lustig machen. Die ist sehr krank. Die hat Morbus Balsen. Ja, die hat schwer einen an der Waffe. So, beste Küche noch. Weißt du, haben die Eltern den Kindern auch noch verboten, Cola mitzunehmen? Ist ja sehr witzig. Und wie sollen die dann ihren Bacardi trinken? Aber genau daran, liebe Herren, genau daran sieht man wieder, diese Eltern verstehen unser ursprüngliches rheinisches Brauchtum nicht. Warum genehmigen wir uns denn in der 5. Jahreszeit bisweilen das ein oder andere gefegte Gläschen? Weil wir danach 40 Tage strikt fasten. In dieser Zeit trinkt er keinen Liss, keinen einzigen Tropfen Alkohol. So, da ist es doch natürlich, dass man versucht, während der tollen Tage einen Pegel zu erreichen, der einen zumindest sicher durch die erste Hälfte der Fastenzeit trägt. Und danach kann man sich ja dann bis Ostern nur noch irgendwie mit Moncherie über Wasser halten. In diesem Sinne, Allah zusammen. Lieber Volker, das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Rufen wir aus auf Volker Weininger, Rehmer von Netze, Köln. Volker Weininger, Festkomitee. Vielen lieben Dank. Ja, Sie sind auf einer musikalischen Überholspur unterwegs. Sie bekommen jedes Jahr eine immer größere Fanbasis und Sie schenken uns jedes Jahr wunderschöne neue Lieder. Machen wir die Bühne frei für Cat
Baloo! Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Seid ihr gut drauf? Das klingt schon mal gut. Dann hätten wir einen Vorschlag. Lasst uns einfach ein bisschen Spaß haben. Alle zusammen. Komm. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das letzte Mal, das werd ich nie vergessen. Hätt nie gedacht, dass ich alles so vermisse. Mit dir zusammen ne trinke Jan. Mit Leben feiern und zusammen stehen. Dort zünde ich ein Feuerwerk und sing so laut ich kann, damit es jeder hört. Jetzt der Moment, der ist für ewig und immer, immer, immer. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen. Oh, wie schön, wir wollen viel zu lang allein. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen, dass ich endlich wieder noch bei dir bin. Dort zünde ich ein Feuerwerk und sing so laut ich kann, damit es jeder hört. Jetzt der Moment, der ist für ewig und immer, immer, immer. Okay, lasst mal hören, alle zusammen. Oh, wie schön dich. Oh ja. Oh, wie schön. Wir wollen viel zu lang allein, da geht noch mehr. Ich endlich wieder noch bei dir bin. Lasst alles raus, alles was ihr habt. 1, 2, 3. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen. Oh, wie schön, wir wollen viel zu lang allein. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen, dass ich endlich wieder noch bei dir bin. Der Refas-Lovenzirkel. Im letzten Jahr haben Sie Ihr großes 25-jähriges Jubiläum gefeiert und eins ist klar, ihr habt einen ganz eigenen Sound und der macht euch bereits jetzt unsterblich. Ein Riesenkompliment an Cat Baloo! Vor über 2 Jahrzehnten hat er den Schritt auf Kölns Karnevalsbühnen gewagt und er begeistert uns seitdem von Jahr zu Jahr. Freuen wir uns auf Martin Schops! Eine wunderschöne Fastelovend zusammen. Wichtigste Frage immer vorweg, wie ist es? Das freut mich sehr zu hören. Ja, ich kann sagen, ich habe mich viele Jahrzehnte erfolgreich gegen ein großes Ereignis in meinem Leben gewehrt und jetzt ist es mir aber doch auch passiert. Ich bin 50 geworden. Ja, das ist schon ein besonderes Alter für uns Männer. Und das ist vor allem ein Alter, da wird man, habe ich festgestellt, zum ersten Mal in seinem Leben so ein klein bisschen nostalgisch. Blickt man so ein bisschen zurück, fragt sich, wie war es früher, wie ist es heute? Und das habe ich auch gemacht.
und bin zu dem Schluss gekommen, nicht nur ich selber habe mich in all den vielen Jahren verändert, sondern auch unsere Gesellschaft. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, es hat sich nicht alles nur zum Positiven entwickelt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir, seit ich auf der Welt bin, mal so viele blasse und auch unfähige Politiker hatten wie in den letzten Jahren. Und als Lehrer kann ich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Schulen mal in einem so schlechten Zustand gewesen sind wie in den letzten Jahren. Das hat sich auch nicht so richtig gut entwickelt. Jetzt muss ich erst mal fragen, gibt es hier Eltern von schulpflichtigen Kindern? Väter müssen erst mal nachfragen, ne? Geht der Junge noch zur Schule? Da sind teilweise Zustände bei uns an den Schulen, oder? Dagegen ist Alcatraz ein Wellness-Tempel, doch. Da denkst du, echt, wir haben anscheinend bei uns in der Domstadt 1,6 Milliarden Euro für eine potthässliche Oper, aber kein Geld für die Bildung unserer Pens, ne? Sollte eigentlich andersrum sein. Und ich sag mal, das färbt ja nicht unbedingt nur positiv auf das Bildungsniveau der Kinder ab. Wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass das gemein klingt? Kennt ihr Negativwissen? So mit dem, was alleine einer alles nicht weiß, könnten 5 andere sitzen bleiben? So in etwa kann man sich das vorstellen. Das klingt gemein, aber da sind ein paar dabei, da denkst du, wenn die bei Wer wird Millionär mitmachen würden, die würden mit Schulden nach Hause gehen. Ne? Ich versuche es aber mal positiv für die Schüler zu formulieren. Meine Schüler haben ein kreatives Allgemeinwissen. Ich hatte tatsächlich zuletzt einen Schüler, der war fest davon überzeugt, das Wort Erzeugerabfüllung bedeutet, den eigenen Vater unter den Tisch zu saufen. Das scheint aber auch nicht jeden hier vorne zu irritieren, ne? Dann haben sie quer durch die Bank anscheinend echt alle denselben Berufswunsch. Die wollen alle so TikTok-Influencer werden. Ich wusste überhaupt nicht, dass das ein Beruf ist. Gibt's hier Influencer? Oder können wir offen reden? Keine Influencer, das ist gut. Die sind bei mir nicht ganz oben in der Hitliste. Influencer sind für mich der lebende Beweis dafür, dass es Menschen gibt, bei denen der Kopf einfach nur eine Sicherungskopie vom Arsch ist. So. Kann ich leiden. Ja, die wollen alle TikToker werden. Und das haben wir zum Anlass genommen, um über das Thema Datenschutz zu reden. Weil es ja immer noch Messenger-Dienste gibt, bei denen die Nachrichten nicht ausreichend verschlüsselt sind. Wurden so ein bisschen nervös. Irgendwann kam der Jason zu mir und meinte so, hey Schops, Digga, meinen Sie jetzt so mäßig, meine Nachrichten bei WhatsApp sind überhaupt nicht ausreichend verschlüsselt, Alter? Ich sag, Junge, entspann dich mal. Deine Nachrichten sind allein aufgrund deiner Rechtschreibung ausreichend verschlüsselt. Ne? Das ist... Ne, das ist echt so. Die beachten auch, wenn die sich so Nachrichten herschreiben, muss ja immer schnell gehen, überhaupt keine Groß- und Kleinschreibung mehr. Ist bei uns im Deutschen aber wichtig. Weil Groß- und Kleinschreibung tatsächlich, die Erfahrung habe ich zuletzt selber machen müssen, über den Inhalt einer Aussage entscheiden kann. Ich habe mit meiner Frau zusammengesessen, haben wir so Fotos von früher von ihrer Familie angeguckt. Dann habe ich so eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Mutter erkennen können. Und ich sage mal so eine WhatsApp wie, hallo Schwiegermama, habe gerade festgestellt, deine Tochter sieht dir ungeheuer ähnlich. Je nachdem, ob du da ungeheuer groß oder klein schreibst, kann das sehr großen Einfluss auf die Stimmung bei der nächsten Familienfeier haben. Unsere Sprache, die ist halt filigran und das finde ich schön. Und im Moment ist unsere Sprache, habe ich das Gefühl, unter anderem durch diese ganze Gender-Diskussion, die wir seit einigen Jahren haben, ordentlich im Wandel. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ich nehme an, ihr seid alle aus Köln, oder? Wer kommt nicht aus Köln? Ah ja, so kann man sich irren, ne? Guck mal, kostümiert habt ihr ausgesehen wie Kölner. Dann erkläre ich das kurz für die Nicht-Kölner. Wir hatten jetzt bei uns in der Stadt 4 Jahre eine riesengroße Diskussion, Thema Political Correctness wegen einer Mohrenstraße. So, die soll jetzt umbenannt werden, aber 4 Jahre wurde diskutiert und ich hatte echt das Gefühl, das spaltet unsere Gesellschaft. Die eine Hälfte hat geschrien, die ist politisch unkorrekt und deshalb muss sie bitte zeitnah umbenannt werden. Und die andere Hälfte der Kölner und Kölner hat gesagt, lasst doch die Mohrenstraße Mohrenstraße heißen und kümmert euch um die Dinge, die die Kölner in der Stadt wirklich stören. Ne? Die Düsseldorfer Straße. Die muss. Die sollte auf jeden Fall auch umbenannt werden. Habe ich jetzt jemanden beleidigt? Gibt es Düsseldorfer hier? Heute? Oh, das sind gar nicht so wenige. Wolltet ihr mal eine schöne Karnevalssitzung besuchen, ja?
Vorteil für euch, ihr könnt das hier als karnevalistische Fortbildung von der Steuer absetzen. Denn es wäre ja keine Fastelovn-Sitzung in Köln, wenn man nicht eine kleine Spitze gegen die Landeshauptstadt macht. So, bevor ich jetzt aber mal vom guten alten Düsseldorfer Witz zum gesellschaftlich relevanten Teil komme, den ich mir für heute überlegt habe, wollte ich noch eine Geschichte aus der Schule erzählen, weil ich selber so einen Spaß dran hatte. Gibt es eigentlich Lehrer hier heute? Ja? Hier vorne direkt. Was ist das für eine Schule? Fahrschule, oder? Schiffsfahrschule? Was ist das für eine Schulform? Er redet nicht viel. Ist nicht schlimm. Du musst das auch nicht, musst das nicht sagen. Das ist geheim. Okay. Du möchtest nicht ins Fernsehen kommen? Das ist jetzt zu spät. Jetzt bist du drin. Das ist ein Lehrer, der sich in der Klasse nicht verbal durchsetzt, würde ich sagen. Wir hatten zuletzt Weltlehrertag. Hast du das mitbekommen, Oktober? Es gibt wirklich einen Weltlehrertag, oder wie meine Schüler ihn genannt haben, Opferfest. Und bei diesem Opferfest haben wir überlegt, gibt bei uns in der Stadt so viele schöne kulturelle Dinge zu entdecken. Jeder Lehrer macht mit seinen Schülern einen kulturellen Ausflug. Schüler dürfen selber bestimmen, wohin es geht. Meine Schüler haben sich überlegt, wir fahren nach Nippes in eine Shisha-Bar. Kulturelles Highlight. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Shisha. Hauptschulflöte. Ja. Das war... Entschuldigung. Das war ein Erlebnis. Echt. Alleine mal so mit 30 Jugendlichen durch Nippes zu laufen, war ein Erlebnis. Da konnten die Dinge entdecken, haben die noch nie gesehen. Die habe ich, muss ich ehrlich sagen, teilweise selber noch nie gesehen. Wir sind in Nippes vorbeigelaufen an einer veganen Metzgerei. Ich glaube, bei euch heißt das Blumenladen, ne? Direkt daneben war so ein Second-Hand-Laden, kannten die auch nicht. Hat den Marvin aber zu einer philosophischen Frage inspiriert. So, Herr Schops, was soll das doofe Geschäft? Warum soll ich mäßig gebrauchten Pullover kaufen, wenn ich Primark 3 neue für 2 Euro bekomme? Ich sag, Marvin, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wusstest du zum Beispiel, dass man alleine 3 Schafe braucht, um einen einzigen Pullover zu stricken? Man dachte, krass, bisher wusste ich nicht mal, dass Schafe stricken können. Zu Recht gibt es an dieser Stelle keinen Tusch. Das war doch ein sehr durchschnittlicher Witz. Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Mal gucken, vielleicht hat der nächste Jahr einen verdient. Nein, da sind wir mal reingegangen. Die hatten jetzt nicht nur so gebrauchte Klamotten, hatten auch gebrauchte Elektrogeräte. Da habe ich gedacht, könnte ja vielleicht ganz interessant sein. Meinte der Murat aber direkt zu den Shops, eigentlich können wir direkt wieder gehen, die verkaufen nur Schrott. Guck mal, hier zum Beispiel der alte iPad, Digga, der ist voll kaputt. Immer wenn ich so mit dem Finger so über den Rand von den alten iPad streiche, dann löst sich ja der obere Teil von dem Display. Ich sag, Murat, das ist kein altes iPad, das ist ein Buch. Ich gebe aber auch gerne zu harte Pädagogik ist ja auch nicht gut. Ich will jetzt nicht hier so stehen wie Thomas Gottschalk, so früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Nein, also zu harte Pädagogik finde ich auch nicht gut. Freund von mir, Paradebeispiel dafür, der, muss man dazu sagen, hat auch schwer einen am Helm. Ja? Alter Sportlehrer, Kollege, arbeitet nebenbei aber auch immer noch als Trainer. Und dann steht er als Trainer immer so mit seinem Muskelshirt, schlecht gelaunt, schnauzt die Leute an, so, ihr Lutscher. Ihr könnt ja nichts. Ihr habt erst dann richtig trainiert, wenn ihr heulend vor Schmerzen aus der Halle rauskriegt, ihr Lappen. Da habe ich ja, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben jetzt so als Trainer beim Mutter-Kind-Turnen. Ne? Ja, aber... Ich habe einen Freund, der macht mich wahnsinnig. Jeder hat so einen im Freundeskreis. Wenn ich mit dem in der Stadt unterwegs bin, echt, der triggert mich richtig, weil der ist nur mit seinem Handy beschäftigt. Da denke ich manchmal, ich kann alleine gehen. Der glotzt die ganze Zeit, wenn wir unterwegs sind, immer auf sein Handy und dann versucht der noch wie so ein Bescheuerter mit einer App Monster zu fangen. Kennt ihr das? Ja, nicht Pokémon, Tinder. Kennt ihr Tinder? Oh, der Festkomiteetisch kennt Tinder, ja? Ich kannte das bis vor kurzem noch gar nicht. Hat er mir erklärt, er meinte, das wäre super, ich sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das wäre so eine Dating-App für Freunde aus der Interessengemeinschaft Unterleib. Könntest du, wenn du willst, alle 5 Minuten einen neuen Partner fürs Bett finden. Habe ich gesagt, kenne ich. Im Sauerland heißt das Schützenfest. Ja? Aber ist ja gut, dass es das gibt, weil der ist in Sachen Kommunikation mit Frauen nicht so richtig gut. Ich sag mal, der ist nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen. Echt, haben wir den zum Üben mal so einen weiblichen Sprachcomputer geschenkt, hat er direkt ausprobiert, so, hey Siri, warum klappt's bei mir nicht mit den Frauen? Antwort, ich heiße Alexa, du Trottel, ne? Also, das lief überhaupt nicht.
Und jetzt dank Dating-App geht wieder was. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Mein Onkel zum Beispiel, Happy End kommt jetzt. Mein Onkel, der war ewiger Junggeselle und hat jetzt mit 85 Jahren die Liebe seines Lebens gefunden. Aber nicht online, sondern live, wie er selber gesagt hat. Im Kontakthof für Senioren. Wartezimmer vom Arzt. Es war ein Augenarzt. Genau genommen hatten die zwei also so eine Art Blind Date. Und die sind voll süß, die wollen jetzt heiraten. Das finde ich total schön. Die machen echt alles zusammen. Zuletzt waren sie auch mal so Händchen halten zusammen in der Apotheke. Hat ein Apotheker gefragt, so, haben Sie eigentlich Brennnesseltee? Ja. Haben Sie eigentlich auch Franz Brandwein? Ja. Haben Sie auch Haftcreme? Ja. Haben Sie Stützstrümpfe? Ja. Hat er sie angeguckt und gesagt, Inge, weißt du was, wir machen den Geschenketisch für die Hochzeit hier. Das fand ich... Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich war ja noch bei dem Fernsehen, genau. Das wollte ich eigentlich erzählen. Das Fernsehen, das wurde ja früher verflucht. Ich glaube aber, ich sage jetzt mal so meine Generation und älter, wir haben damals unter anderem durch das Fernsehen gelernt, uns für die Schule zu konzentrieren. Denn wir hatten damals, gibt es hier einen Tisch unter 30-Jähriger. Hier vorne direkt, ne? Ein Kindertisch. Wie schön, dass ihr mit uns feiert. Das muss gefördert werden. Ich habe draußen einen Deckel liegen, den könnt ihr runterlaufen. Steht mein Name drauf, Volker Weininger. Gebt alles. Na, wir hatten damals, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, nur 3 Programme im Fernsehen. Erstes, zweites, drittes mit Schnee. Ja? Die waren öffentlich-rechtlich, da gab es keine Werbeunterbrechung. Heißt, wenn du abends mal einen Film geguckt hast, hast du gelernt, dich mal 90 Minuten an einem Stück zu konzentrieren. Wenn du Pech hattest, hattest du eine große Schwester, dann musstest du Sissi gucken. Dagegen war die Doppelstunde Deutsch am nächsten Morgen pures Entertainment. Wie wachsen die Kinder heute auf? Wenn überhaupt noch normales Fernsehen, RTL, Sat1, Pro7, alle 15 Minuten eine Werbeunterbrechung. Bei TikTok ist die Frequenz noch kürzer. Und ich glaube, deswegen können sich viele junge Menschen nicht mehr so lange konzentrieren. Haben die gar nicht gelernt. Deswegen mein Vorschlag, dass das bei uns in den Schulen demnächst wieder besser klappt, lasst uns das in den Schulen doch auch mal ausprobieren. Werbung. Das spült Geld in die leeren Kassen. Aufmerksamkeit ist wieder da. Jede Viertelstunde so eine kleine Werbeunterbrechung. So dung, dung, der Deutschunterricht wird heute präsentiert von der 11833 Deutschunterricht. Hier werden Sie geholfen. Klassenarbeiten werden von Bauhaus präsentiert. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Sexualkundeunterricht von Tom Baumarkt. Respekt, wer's selber macht. Alles so ein bisschen moderner. Ja. Man sollte den Schülern auch nicht mehr sagen, dass sie sitzen bleiben. Das ist ja total frustig. Könnte man auch ein bisschen peppiger, ein bisschen showiger formulieren. Wenn ein Schüler am Ende des Jahres 2 Fünfen hat, gehst du hin als Lehrer und sagst, ey, Justin, Respekt, 2 Fünfen, bis im Recall. Kann's wiederkommen. Damit die Schüler nach der Pause nicht einfach abhauen und blau machen, muss man ihnen was bieten, da muss man Spannung aufbauen. Man könnte die nächsten Stunden immer anteasern. Das kennt ihr auch aus dem Fernsehen. Während ihr eine Sendung guckt, für die ihr euch aktiv entschieden habt, werdet ihr immer wieder auf die nachfolgenden Sendungen hingewiesen. Könnte man in den Schulen auch mal ausprobieren. Dann fliegst du mitten in meinem Unterricht, sagen wir nach dem 2. Werbeblock, die Tür auf, kommt der Kollege von der nächsten Stunde rein und sagt, hey Kids, wenn ihr wissen wollt, ob der Kevin hier auch gleich seine Mathe-Challenge wieder voll in den Sand setzt, dann kommt zu mir zur nächsten Stunde, wenn es heißt, ein ungleiches Duell in Kevin versus Pythagoras. Und wieder weg. Kurz danach fliegt die Tür wieder auf, kommt der Religionslehrer rein, gleich bei mir und nur bei mir. Das Neueste of the Holy Bible. Dann hat der alte Fuchs mit all seiner Erfahrung noch ein Gewinnspiel im Gepäck. Ne? So. Wenn ihr wisst, wie Jesus Christus noch genannt wurde, schickt eine SMS an euren Klassenlehrer und gewinnt eine Freistunde im Wert von 45 Minuten. Antwort A, Heiland. Antwort B, Holland. Zack, und wieder weg. Abitur spielerisch im Stil von Wer wird Millionär? Multiple Choice, 2 Joker, ab der 64.000 Euro Stufe kriegst du Abi, ab 32.000 Euro, mittlere Reife und wenn du in der 50-Euro-Frage schon scheiterst, ist auch nicht schlimm, kannst du immer noch Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ja, im Moment weiß man eigentlich nicht, was bekloppter ist, oder? Das, was bei uns in der Politik passiert oder das, was in Amerika passiert.
Ich nehme an, die Wunschliste von Donald Trump habt ihr alle gelesen. Seine bescheidenen Wünsche für die USA, was er besitzen möchte. Er möchte gerne Kanada besitzen, den Panama-Kanal, Grönland, dann will er hohe Einfuhrzölle von uns haben, dann fühlt er sich an das Pariser Klimaabkommen mit uns nicht mehr gebunden. Als ich das alles so gelesen habe, habe ich echt gedacht, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn sich die Eltern von Donald Trump damals an ein Pariser Abkommen gehalten hätten. Ja, ich mache mir jetzt schon viele, viele Jahre immer wieder Gedanken darum, wie sich die Welt verändert hat. Und ich frage mich auch immer wieder, wie geht's weiter? Wie sieht es bei uns aus 2040? Und meine Zukunftsvision, die habe ich für euch, ja, ich würde schon fast sagen traditionell, in einem sogenannten Zukunftskrätzchen zusammengefasst. Ich fange mal mit dem Gesundheitssystem an. Gibt es Kassenpatienten hier? Sieht nicht gut aus. 2040. Kassenpatienten total frustriert. Bei leichten Brüchen wird nur noch das Röntgenbild retuschiert. Bei der Terminvergabe sind sie ganz verloren. Der nächste freie Arzt für sie ist noch ja nicht geboren. Wenn im Alter die Zähne verschließen, kriegst du ob Kasse nur noch gebrauchte Gebisse. Hielten die wenigstens gut im Gesicht? Leider nicht. Olli Pocher ist in ein Dschungelcamp gezogen, direkt am Mang wieder rausgeflogen, sollte sich in Wanne voll Kakerlaken trauen, alle Tierchen angewidert abgehauen. Über den Wendler hat man bei Bares für Rares gestutzt, verkaufte sein Gehirn, 50 Jahre alt, trotzdem unbenutzt. War ein Interessent in Sicht, leider. Plastikverbot fand nicht jeder klasse. Viele Promis verloren 50% Körpermasse. Sind reihenweise zum Chirurgen geflitzt und haben sich mit Eienfett unterspritzt. Donald Trump bekam Fett aus seiner Foot in sing Wangen in ihr Fleisch. Jetzt ist er auch offiziell ein Arsch gesicht. Merkte man am Inhalt, welcher seiner Ärschirat spricht. Leider. Grüne Regierung hat uns geweckt, jetzt sind wir politisch und sprachlich überkorrekt. Es heißt nicht mehr nur Bio-Freiland-Ei, sondern das Ei war von der Henne gewünscht und der Hahn bei der Geburt mit dabei. Korrektheit auch bei Ferrero-Küsschen, kommen jetzt genderneutral ganz ohne Nüsschen. Kriegen wir noch ein Prometat ob der Tisch? Gleich. Polizei hat Energiekosten unterschätzt. Elektroschocker wurden durch Brennnesseln ersetzt. Ist mir auch zu doof, ja. In der Küche gelten Energiesparlampen als Diätersatz. Bis du was sehen kannst, hast du vergessen, dass du eigentlich Hunger hast. Sexspielzeuge bleiben in Regalen liegen. Batterien zu teuer. Viele Frauen auf eigenen Mann umgestiegen. Ups. Sorgte das für Begeisterung in ihrem Gesicht? Ich habe gar nichts gesagt, das ist so. Eine letzte Strophe habe ich noch. Political Correctness spaltet das Land. Als sexistisch gilt das Wort Dosenpfand. Ich gestern mal auf einer Mädchensitzung ausprobiert, war schwierig für mich. Worauf Männer sich die Haare raufen, was ist mit Sackhüpfen und Eierlaufen? Auch die diskriminierende Beleidigung, du Düsseldorfer, nimmt man nicht mehr in den Mund. Man sagt jetzt, in einer bierfeindlichen Welt lebender Neandertaler mit karnevalistischem Illusionshintergrund. Nur 2 Wörter überstanden der ganze Klav. Köln. Das war sehr, 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 sehr schön bei euch. Vielen lieben Dank. Für euch noch eine wunderschöne Sitzung. Macht ihr. Tschüss. Dankeschön.
Ja, ich möchte nun allen Jecken hier im Saal und auch allen Jecken draußen an den Fernsehschirmen eine Empfehlung geben. Dehnt euch, macht die Stimmbänder flüssig, denn jetzt ist Party angesagt. Hier kommt Casalla! Okay, wie sieht's aus? Hättet ihr noch ein kleines bisschen Bock? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, los, mal springen! Mit K, sie ist laut, trinkt viel und schwarz. Oft zu schnell, er war immer jadlos. Sie ist kein Moll, er war süd, jo, Bus. Hey Mann, wir sind schwer in Love. Ding kapert, Dinge Fluss, Ding Spruch. Karneval, das ganze Jahr. Und frösch mich einer, wo gehst du daher? Dann sag ich komm aus dem Dorf der Dom. Wie schwarz dann du, ja, wo gehst du daher? Ich komm nicht aus Amerika, ich komm aus der Stadt mit K. Ich komm aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 ich komm aus der Stadt mit K. Trivial, was du hier verloren hast, ob du zu getrocken oder hier geboren bist. Du bist einer von einer Million. Ein Kind vom Ring und ein Sohn vom Dom. Weil uns Mann einfach jeder adoptiert. Der hier aufwächst oder hier sie Herz verlegt. Du bist willkommen in der Stadt mit K. Herzlich willkommen in der Stadt mit K. Schalalala. Vielleicht können wir uns mitten in der Nacht an dieser Stelle alle gemeinsam einmal, jetzt quasi in diesem Moment, hinsetzen. Schalalala. Oster. Schalalala. Oster. Schalalala. Schalalala. 1, 2, 3 und springe. Ich komm aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 Dankeschön, Zed Casalla. Herr Fastelovenzirkel, Sie sind eine feste Größe in der kölschen Musikszene. Ein Riesenapplaus für Casalla! Ja, es ist mir immer eine große Freude, Ihnen ansagen zu dürfen, denn eins ist dann ganz, ganz sicher. Wir alle, wir hier im Saal und Sie zu Hause, bekommen eine richtig gute Zeit. Aber für alle, die hier im Saal sitzen, habe ich einen Tipp. Macht jetzt nichts Unüberlegtes. Es könnte unter Umständen sein, dass ihr direkt Teil seiner Rede werdet. Hier Küttene Blütschkorb, hier ist Marc Metzger. Wir sind der Dorf in Köln, der neue Hütte hin. Was soll dann wohl anders? Das hätte
Der rechts. Komm, lass kommen. Fastelovend zusammen. Läuft, es läuft. Das werden schöne 4 Stunden mit uns. So, ich fange direkt mit der Rede an oder muss ich irgendwas beachten? Nein, einfach los. Ja. Sie werden es vielleicht schon mal gehört haben. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Ich möchte mich für die Damen und Herren im Saal, die mich noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle nochmal persönlich vorstellen. Das macht man am Anfang einer Rede gerne, dass man sich mal persönlich vorstellt. Für die vielen Menschen im Saal, die mich noch nicht gesehen haben, ihr habt sich im Auge, glaubt mir das. Mein Name ist Marc Metzger und ich habe eine Wärmepumpe kostengünstig abzugeben. Ja, was denn? Ich habe 20 Minuten im Vertrag. Was ich mache, ist mir überlassen. Ne? Ja, eine Wärmepumpe. Wärmepumpe, kannst du eine brauchen? Ich habe eine über. Habeck ist weg, ich habe die Pumpe am Back. Blöd gelaufen. Das heißt, ist er noch weg? Habeck, man weiß es nicht. Was haben wir für einen Tag heute? Legt mir doch einen Zettel dahin. Das mag die Leute an den Geräten zu Hause jetzt ein bisschen verwirren. Wir sind ja ein bisschen unsortiert gerade. Das kommt davon, das ist so durcheinander. Wenn der Rosenmontag auf einen Mittwoch fällt, dann kann man da... Ja... Läuft. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab die Pumpe am Back. Der Habeck ist weg. Ich hab die Pumpe in der Garage. Muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahr habe ich über den Habeck geschimpft. Dieses Jahr war er weg. War ich das? Ups, Entschuldigung. Ist mir schon mal passiert. Können Sie sich an Wulff noch erinnern? Zweimal gesagt, weggewulft. War ich. Thebals von Els, der Bischof mit den 80 Vornamen. Ich hatte der letzte Vorname noch nicht ausgesprochen, war der weg. Dr. Karl Theodor zu Gutenberg. Einmal gesagt, weg, halb weg, der Doktor. Der Rest lief noch rum. Ne? Ich hab da ein Händchen für. Ich habe echt überlegt, ob ich dieses Jahr mal was über Kardinal Wölki erzähle. Oh. Habt ihr Probleme mit dem Sicherungskasten? Ist ja was nicht in Ordnung? Ich fange gleich mit der Rede an. Ich möchte mich nur gerade ein bisschen akklimatisieren. Das wird gleich ein Feuerwerk der guten Laune. Ich hau hier ein Zeug raus. Aber am Anfang muss man immer mal so einen kleinen Spaß machen, habe ich mir jetzt mit dem Wölki... Ach, hör doch auf! Hör doch... Der hat mich beworfen! Lächerlich, was du da machst. Ich hab gesehen. Warum habe ich eine Rede vorbereitet? Die haben am Konfetti so einen Spaß. Das ist Quatsch, eigentlich. Ja, sortieren Sie es nach Farben, machen Sie irgendwas in der Zwischenzeit. Lassen Sie sich durch mich nicht irritieren. Ich bin Redner, ne? Das hatte ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich bin Redner, das ist ja eine Sitzung, jetzt Karneval in Köln. Das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ne? Und ich bin Redner, das ist mit Programm, deswegen sind die Karten so teuer. So weit vorne, wie du sitzt, hast du keine Karte bezahlt. Ne? Das ist ja wieder... Ah, komm. Hab ich schon was gesagt? So, jetzt aber Kontenance, ich muss anfangen. Ich habe das mit Wölki streichen will, ich mache keine Witze über die Kirche, habe ich mir vorgenommen dieses Jahr. Bin seit 52 Jahren im Verein, da macht man keine Späße drüber. Es geht uns nicht gut, da muss man sprechen, da muss man die Probleme aus der Welt räumen. Es gibt offene Fragen in der Kirche. Darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Warum dürfen zum Pfarrer alle Vater sagen, nur die eigenen Kinder nicht? Sind Sie orthodox? Ich hätte da jetzt gerne einen Terä gehabt, aber das ist mir... Es läuft nicht rund. Das ist immer das Problem mit den rumänischen Aushilfskapellen. Die verstehen einen nicht. Ich
Ich mache im katholischen Verein mit, ich bleibe auch dabei. Ich mache 52 Jahre, ich mache alles uniformiert, ich mache Messdiener, ich mache Nikolaus mache ich. Im Moment mache ich nicht den Nikolaus, nein. Hier, der ganze Tisch raus, das hat doch keinen Sinn da vorne. Was soll ich denn mit denen? Was habt ihr mir denn da hingeschmissen? Warte, bitte. Ruhe. Ich meine... Ja, lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. Machen Sie einfach. Ohne mich seid ihr schneller. So. Ich mache Nikolaus, wenn Zeit dafür ist. So, das wollte ich sagen. Ich fange auch gleich an, sonst wir haben ja keine Zeit. Ja, ich war Nikolaus, 30 Jahre mache ich das schon. 30 Jahre hat sich geändert. Kann ich ja gerade mal erzählen, hat sich geändert. Nikolaus hat sich geändert. Früher war Nikolaus aber einfacher, war schöner. Früher bist du als Nikolaus, ne, bist geklingelt, dann kamen die Kinder, haben sich bei dir auf der Schoß gesetzt, haben dir ins Ohr geflüstert, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Ist ja heute undenkbar. Kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass die Kinder sich beim Heiligen Mann auf der Schoß setzen. Das ist ja undenkbar. Mein Neffe war letztes Jahr mit zur Firmung, als der Bischof mit der Hand kam, sagte er nur nicht anfassen, ganz dünnes Eis. So weit sind wir schon. So weit sind wir schon. Du kannst als Nikolaus nichts mehr machen. Ich sage ihm nur Sack auskippen, klingeln, weglaufen. Mehr geht nicht mehr. Und das war so schön früher, Nikolaus. Ich war ja noch als Duett unterwegs. Ach komm, wir haben Zeit, erzähle ich noch. Ihr Husten löst sich, das freut mich. Dankeschön. Das ist... Bis bei mir auf die Schuhe. Ich gehe hier rüber, sehen gesünder aus. Ich war ja noch als Duett unterwegs früher, da hatte ich noch Knecht Ruprecht dabei, da war noch eine andere Zeit. Kennst du noch Knecht Ruprecht? War das noch erlaubt, hatte ich noch dabei. Hans Muff hieß meiner. Wir kennen noch einige, ne? Hans Muff, meiner hieß wirklich so. Johann Maria Muff hieß der. Der kam aus der Klüttengasse. Ja, es sind aber auch höchstens 20 Kölner im Saal, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Hör mal, das ist öffentlich-rechtlich, wenn Sie an der Stelle einfach mal besinnungslos lachen könnten, dass die uns glauben, dass das hier Karneval in Köln ist und nicht Hesse lacht zu Fassenacht. Eimer Kölsch? Was ist denn jetzt? Lust. Ja, das habe ich befürchtet. Wenn du mich noch mal auf eine Weihnachtsfeier buchst und sagst mir nicht Bescheid vorher. Sind doch alle verrückt. Hier, du hast doch gefilmt, spul mal zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe, keine Ahnung mehr. Nikolaus, Hans Muff. Pass auf, ich mach das noch mal mit der, also Hans Muff, Johann Maria Muff hieß der. Ja, natürlich habe ich das schon mal gesagt. Der kam aus der Klüttengasse. Das ist Köln. Und seine Frau war eine geborene Ruprecht. Da kommt das her, Knecht Ruprecht. Ne? Habt ihr ein Konzert? Störe ich euch? So, ich habe noch nicht angefangen. Da gibt riesen Ärger. Ne? Ja. Es sind Ihre Rundfunkgebühren. Mir ist es egal. Ich weiß nicht, vor 7, 8 Wochen hatte ich, ja, was haben wir heute? 9 Wochen. Hatte ich den letzten Auftritt als Nikolaus. Ich muss weg. Hatte ich den letzten Auftritt als Nikolaus. Weißt du, die Kinder nehmen dich ja nicht mehr ernst. Ne? War furchtbar. Als ich geklingelt, die Tür aufstand, also 5 Blachen wurden direkt frech. Du bist gar nicht der Nikolaus. Ich sag, doch. Manchmal stehst du auf der Bühne und denkst, leck mir am Arsch. Hauptsache ich hab Spaß an der Nummer, ne? Doch. Wo sind denn deine Rentiere? Ich sag, meine Rentiere sind bei Bofrost und baden in Madeira-Soße. Halt die Fresse jetzt. Ja, was wollen die denn von mir? Das fanden die auch nicht lustig. Die waren vegan, ne? Und 2 von den Kindern waren auch vom Bofrostmann, das wusste ich nicht. Das hatte man mir ja keiner gesagt. Da musst du frisch bleiben. Wenn du Nikolaus machst heutzutage, du kannst so viel verkehrt machen, du musst so frisch sein.
Da müssen nächstes Jahr mal Jüngere ran. Ich gehe stramm auf die 60. Ich kann das nicht, wenn du musst vom Kopf her, musst du immer dabei. Ich gehe stramm auf 60. Auf 60 gehe. Ja. Nee, gefällt mir nicht. Ich will euer Mitleid nicht. Ich will Medikamente. Hör mal auf, mir macht da keinen Spaß mit den 60. Die Leute haben gesagt, das ist schön, weil du freu dich doch, großes Fest. Nein, mir gefällt das nicht. Es hat sich alles zum Negativen geändert. Allein die Geburtstagsfeiern. Früher waren da nur junge Leute. Streng dich an, du verstehst das. Streng dich an. Alles junge Leute und alle hatten eine Flasche mit dabei. Heute haben sie auch noch Flaschen mit, aber der Inhalt hat sich geändert. Ne? Klosterfrau Melissengeist, Franz Branntwein, Allgäuer Latschenkiefer. Ich habe es mal gemischt, aber das kriegst du ja mit Limo nicht gesoffen, das Zeug. Dann labern die ein Zeug. Früher hat man sich nett unterhalten am Geburtstag. Heute, Klaus, beste Beispiel. Klaus stand neben mir und sagte, Marc, hier, ich habe ein Problem. Ich sag, was hast du? Mein Kind isst kein Fleisch. Wie kann ich es ersetzen? Ich sag, mit einem Hund. Hunde essen gerne Fleisch. Was denn? Nee, mir macht das keinen Spaß. Mir tut alles weh. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe letzte Woche das erste Mal... Der legt es drauf an, der will Haue. Ganz ehrlich, der hier... Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe letzte Woche das erste Selbstgespräch geführt. Ich habe kein Wort verstanden. Das ist doch nicht schön. Mir tun alle Knochen weh, alles tut weh. Wenn mir was hinfällt, gucke ich hinterher und denke, brauche ich das noch? Ich war letzte Woche das erste Mal angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. So weit sind wir. So weit sind wir schon. Hat doch keinen Spaß. Nee, sagt meine Schwiegermutter, stell dich nicht so an, du bist nur 8 Wochen älter als Heidi Klum. Ich sag, da gucken wir mal, wie die aussieht, wenn die in mein Alter kommt. Das haben nicht alle verstanden hier vorne. Machen Sie sich keine Sorgen, rufen Sie meine Schwiegermutter an, die erklärt Ihnen das. Ich gebe Ihnen gleich die Nummer. Vielleicht können wir das einblenden. Nee, das wäre Quatsch. Ich gebe Ihnen die Nummer. Ich habe eine tolle Schwiegermutter, die macht das wirklich. Machen Sie sich keine Sorgen. Rufen Sie einfach an. Ich habe eine tolle Schwiegermutter. Ihre Tochter ist was komisch, ne, muss man sagen. Die ist halt nicht wie ich. Ich bin mehr so der Quirlige, ne? Und meine Frau ist mehr so, ja. Wenn sie ein Gewürz wäre, wäre sie Mehl. Weißt du, so in der Art. Bitte. Ach komm. Oh. Wie kann er das laut sagen? Ich kann es Ihnen erklären. Er hat ein Mikrofon, der kann es laut sagen. Ich lasse ja nicht alles weg, nur weil sich einer drüber aufregt. Wie ich nächste Pantomime, das ist doch Quatsch. Ich muss doch sowas mal sagen können in Köln. Wir sind doch tolerant, wir sind doch sprachtolerant. Tolerant. Habt ihr Cannabis im Nebel? Irgendwie bin ich raus gerade. Köln ist die toleranteste Stadt in ganz Köln. Auch von der Sprache her. Man muss das doch wirklich irgendwann mal so sagen können. Ich habe es ja nicht böse gemeint. Ich meine, Frau ist halt so. Dann kann man das so auch beschreiben. Kann doch nicht alles streichen, nur weil sich einer aufregt. Oh Gott, letzte Woche war meine Frau wieder knatschig. Sagt so, du bist die ganze Zeit im Grütze nicht. Den ganzen Abend bin ich alleine. Ich sag, mach doch ein Brettspiel. Ist das ein Brettspiel für eine Person? Ich sag, bügeln. Ja, da, wieder, lass sein, komm, nee. Rege sich doch nicht so auf. Ich meine doch nicht böse. Es ist doch furchtbar geworden. Es sind immer ein paar Tische aus dem Sauerland, die sich aufregen. Das ist doch nicht normal. Das ist schlimm geworden. Wie soll man denn als Redner noch arbeiten können? Christoph, setz dich doch mal bitte für uns ein. Wir kriegen ja mittlerweile schon vom Festkomitee morgens einen Fax. Die schicken noch Faxe. Kriegen vom Festkomitee morgens einen Fax. Ich bin ja schon froh, dass sie es nicht in Schiefer ritzen und mit der Sackkarre vorbeifahren. Faxe kriegen wir, als Redner kriegen wir Faxe, was wir abends auf der Bühne nicht mehr sagen sollen, weil es politisch nicht mehr korrekt wäre. Heute war Schneemann drauf. Schneemann. Warum soll man nicht, Schneemann soll man nicht mehr sagen, weil könnte ja eine Schneefrau sein auch. Oder Schneematsch. Früher wusste man Bescheid, je nachdem, wo die Möhre gesteckt hat, ne, war ganz klar.
Heute musst du warten bis Frühling, dann ist es eine Pfütze. Pfütze ist weiblich, die Pfütze. Und das Sauerland regt sich auf. Ich habe langsam keine Lust mehr. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ruhe! Wir machen das jetzt so. Ich rede jetzt hier auf der Bühne, so wie ich gelernt habe, ohne bewusst jemandem wehtun zu wollen. Und wenn irgendwer im Saal ein Problem hat mit dem, was ich gesagt habe, sollte irgendwer im Saal vielleicht mal darüber nachdenken, ob nicht er, sie oder es selbst das Problem sind und nicht das, was ich gesagt habe. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Wir kommen doch nicht voran. Das ist mich völlig im falschen Film, aber ist egal. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Guck, ich habe da schon zu Hause genug Probleme, die muss ich doch nicht noch mit auf die Bühne bringen. Sprachlich, zu Hause, als Beispiel. Ich war vor 3 Wochen zu Hause, meine Frau zufälligerweise auch, haben uns getroffen. Nette Frau. Da habe ich sie gefragt, ganz nett. Ich sag, Schatz, sag mal, wann hast du Hochzeitstag? Direkt Ärger. Früher hat man sich die Hand gegeben, hat sich vertragen, heute muss sie zum Entschuldigungsshoppen. Ich mach so einen Quatsch mit. Nur meine Frau Entschuldigungsshoppen wegen dem blöden Spruch. Die Entschuldigungsshoppen waren noch nicht im Entschuldigungsshop drin, ging der Driss weiter. Sagt sie, guck mal, die Frau da hinten hat die gleiche Leggings an wie ich. Ich sag, nein, auf deiner sind die Blumen größer. Ich habe es beim Sprechen gemerkt. Ich habe direkt gemerkt, das ist falsch. Ich sag, Schatz, nicht böse sein. Du hast eine tolle Figur. Ja, sagt sie, aha, was wiege ich denn? Ich sag, frag mich was Leichteres. Du kommst ja nicht mehr raus. Ach, die Damen, die jetzt lachen, das ist unfair. Ihr seid doch alle so. Ihr schleppt uns in den Entschuldigungsshop und dann gebt ihr uns eine Steilvorlage an der anderen und wir dürfen nicht verwandeln. Guck mal, Schatz, das Kleid macht mich 10 Jahre jünger. Nimm 2. Nein! Schatz, weißt du, was mir hier nicht passt? Größe 36. Nein! Wir sagen es ja nicht. Wir stehen daneben, halten die Klappe und freuen uns darüber, dass unsere Frauen die Figuren von griechischen Göttinnen haben. Auch wenn Buddha streng genommen keine griechische Göttin ist. Aber das sehen wir in Köln nicht so eng. Jetzt hören Sie bitte auf. Das sehen wir in Köln nicht so eng. Das ist die Art, wie wir miteinander sprechen. Das ist unsere Mentalität. Wir meinen das nicht böse. Der Kölner ist ausgeglichen, auch sprachlich. Warum? Der Kölner hat alles, was er braucht. Und was er nicht braucht, baut er einfach nicht fertig. Kein Mensch interessiert sich hier für die Oper. Es gibt Kölner, die wussten gar nicht, dass wir eine hatten. 253 Millionen Euro haben sie damals veranschlagt für die Oper. Also feucht durchwischen und tapezieren. Ne? Das sind 0,2 Milliarden, jetzt sind wir bei 1,2 Milliarden. Was sagt der Kölner? Wir haben da vorne ein bisschen aufgerundet. Dafür wird es aber auch schön. Ich nehme an, die bauen bis 3 Milliarden Euro und dann finden die einen seltenen Frosch. Oder aber ich bringe einen seltenen Frosch dahin, damit der Scheiß aufhört. Man sagt ja mittlerweile in Köln schon, es gibt in Köln nur 2 Gebäude, wo noch nie ein Kölner drin war. Die Oper und das Pascha. Der Klatsch war drin. Das macht man nicht in Köln, nur für die Gäste. Macht man nicht. Also als Kölner. Das kriegen wir in die Wiege gelegt. Der Opa sagt ja als Kind schon Bescheid. Weißt du, mein Opa kam mit 12, also nicht, als er 12 war, da war ich ja minus 80. Der Opa. Ist schon Dienstag? Egal. Du lachst aber auch immer so eine halbe Stunde später als die anderen, ne? Das ist meins, bleibt meins hier vorne. Ich weiß es nicht mehr. Der Opa kam, als ich 12 war, kam der zu mir am Geburtstag, hat er mir das erklärt. Sagte, du gehst nicht in den Pascha? Da siehst du Dinge, die sollst du nicht sehen. Da war das klar, da geht man nicht hin. Das nimmt man einfach so an als Kölner, man akzeptiert das und dann ist es gut. Bin ich 14 geworden, kam der Opa sicherheitshalber noch mal vorbei, sagte, du gehst nicht in den Pascha? Das sind so Dinge, die sollst du nicht sehen. Ich sag, Opa, alles klar. Als ich 16 geworden bin, kam er noch mal zur Sicherheit. Du gehst nicht in den Pascha? Da siehst du Dinge, die sollst du nicht sehen. Ich sag, Opa, hab ich begriffen. Mit 18 war ich doch was neugierig, bin ich einmal gucken gegangen, was habe ich gesehen? Der Opa. Ne? So ist es. So ist es bei uns.
Weißt du, es ist leider der Zeitraum, sonst hätte ich noch eine Rede gehalten, aber machen wir nächstes Jahr. Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass immer einer ruft, das ist ja Blödsinn, was der Mann da erzählt, weil dann weiß ich, dass ich das begriffen habe. Das ist wirklich nur Blödsinn. Ich mache seit 35 Jahren Blödsinn. Das mache ich extra, weil Blödsinn ist schön. Wir haben Karneval, da kann man Blödsinn machen. Das ist toll. Die anderen Leute sollten nicht... Man sollte uns nicht belächeln oder beschimpfen, man sollte uns beneiden, dass wir so ein schönes Fest haben. Wir kriegen ja mit, was auf der Welt passiert. Wir nutzen aber den Karneval als Ventil, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Ich kriege auch mit, was auf der Welt passiert. Ich lese auch die Zeitung und gucke Nachrichten. Und manchmal fällt es mir wirklich nicht leicht, mich abends auf eine Bühne zu stellen, Konfetti zu schmeißen und Blödsinn zu erzählen. Aber ich habe mich vor 35 Jahren dazu entschieden, ein Clown zu sein. Und die Kernkompetenz eines Clowns liegt nun mal im zum Lachen bringen des Publikums, was ja erstmal auch gar nicht verkehrt ist. Einer der berühmtesten Büttenredner, die Köln je, der allergrößte Büttenredner, den Köln je hatte, Charlie Chaplin, hat einmal gesagt... Es ist kein Kölner im Saal, keiner. Der berühmteste Büttenredner der Stadt Köln, Charlie Chaplin, hat einmal gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Wenn ich jetzt davon ausgehen darf, dass Ihr Tag heute nicht ganz verloren war und wenn ich weiterhin davon ausgehen darf, dass Ihre Welt durch meinen Blödsinn in den nächsten Tagen ein kleines bisschen leiser wird, dann traue ich mich hier die Frage zu stellen, wann, wenn nicht jetzt, hier und heute, ist der richtige Zeitpunkt, ein Clown zu sein. Seid nett zueinander, macht euch eine friedliche Faste leer. Danke, dass ich dabei sein durfte. Schön Zick noch. Tschüss zusammen! Ja, der Fastelovenzirkel, er ist unnachahmlich, er ist einzigartig und er ist unverwechselbar und vor allem ist er der Mann mit dem richtigen Gespür für Blödsinn. Es ist der Blödschkopf Marc Metzger. Danke, lieber Marc.
Dann Fastelovensjecke, Hem Jötzenich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen an den Fernsehschirmen aufgezogen ist eine junge und begeisterungsfähige Truppe. Aufgezogen ist die Gesellschaft, die in dieser Session das Kölner Dreigestirn stellt. Aufgezogen ist die Stadtgarde Kolonia. Ahoi! Rufen wir aus auf die Stadtgarde Kolonia Ahoi. Dreh mal von Netze, Köln! Stadtgarde! WDR! Madet Jod, bis bald! Ja, Fastelovensjecke, wir geben die Bühne nun frei für eine ganz tolle, besondere Band. Seid bereit für Metropolis! Hey du siehst ja langweilig aus und man wisse ganz genau, was du jetzt brauchst. Steh auf, der Nacht ist lang nicht vorbei und schlafen kannst du wieder morgen früh. Kommando 1, mal trommeln zusammen, Kommando 2 und noch der Fuß dazu, Kommando 3. Die Rakete geht hoch und alle zusammen, man startet die Rakete. Ein großes Kompliment an Metropolis. Ja, wir können uns nun auf eine echte Frohnatur freuen. Eine tolle Frau, die wirklich was auf dem Kasten hat. Und sie ist Deutschlands prominenteste Putzfrau. Bühne frei für Agnes Kasulke. Ja, Hallöchen zusammen! Ach, hör mal, oh, was bist du schön. Ja, du kannst das sehen, lieber Markus. Die Herrschaften hier im Saal können mich ja nicht sehen. Das ist immer das Problem, wenn ich hinter so einem Mikrofonständer stehe, dann sind 2/3 von mir komplett verdeckt, ne? Immer das war anders. Guck mal, so geht das doch viel besser, oder? Da könnt ihr mich in voller Pracht sehen und ich sehe heute gut aus, oder? Ne, ich finde, doch, muss man doch sagen. Hör mal, im Gegensatz zur vorherigen Regierung sehe ich doch sensationell aus, oder? Ich meine, letzten Endes sind sie ja daran gescheitert, dass die sich das erste Mal mit meinem Erwin einig waren. Denn auch die haben sich gedacht, das bisschen Haushalt macht sich von allein. Das bisschen Haushalt kann so schwer nicht sein.
wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich. Genau, ist das schön. Und Gott sei Dank ist diese Wahl endlich vorbei, oder? Ich bin froh, dass dieser Wahlkampf vorbei ist. Der war doch sehr, dieses Hungern während des Wahlkampfes war so schlimm. Ich habe ja permanent gehungert, weil ich mich nicht mehr in meine eigene Küche getraut habe. Aus lauter Angst, dass Robert Habeck da sitzt. Ne? Ja, ganz ehrlich, hör mal, die Einzige, die das bis zum Schluss durchgezogen hat, war Annalena Baerbock. Ne? Die hat sich bis zum Schluss gedacht, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Davon hat sie schon als kleines Kind geträumt. Hör mal, Gott sei Dank mussten wir nicht einmal um die ganze Welt, um im letzten Jahr guten Sport zu sehen, ne? Es war toll, muss ich sagen. Wir hatten eine Fußball-EM im eigenen Land. Und das war toll. Und hier in Köln waren die Schotten. Da waren nicht die Schotten dicht. Vielleicht waren sie auch dicht, ne? Nein, aber die haben in ihren Röckchen den Fußball gefeiert. Und das war schön. Und unser Nachbar ist natürlich auch hin. Jetzt ist unser Nachbar so eine schwere Nöter, wisst ihr? Der ist wirklich hinter jedem Rock her. Und dann war der in Köln. Und die Schotten auch. Leute, seitdem ist der wie ausgewechselt. Ne? Ich glaube, der hat schlimme Dinge gesehen. Dann ging es aber weiter mit Sport, denn dann kam Olympia in Paris. Und dann kam mein persönliches Highlight, dann kamen die Paralympics. Und da muss ich sagen, da kannst du mal sehen, das ist ein Traum, was man trotz Handicap mit eisernem Willen alles schaffen kann, oder? Sensationell. Hör mal, ich sag zu meiner Erwin, da waren Menschen, blinde Menschen, die sind gelaufen, geschwommen, gesprungen, ohne was zu sehen. Da sagt meine Erwin, du fährst sogar Auto, ne? Ja, dann war ich aber, dann war ich sowas von motiviert. Meine Güte, ich denke, so viel Sport, Agnes, und jetzt packst du es auch. Habe ich überlegt, wann ich das letzte Mal Sport gemacht habe? Sagt euch Jane Fonda noch was? Gut, ist was her, ne? Aber ich hab mich gewogen und ich habe zugenommen. Ja, jetzt muss man wohl sagen, ich habe sehr dickes Haar, ne? Ja. Nein, schwere Knochen, weißt du, wie das ist, ne? Ich habe gedacht, komm, du versuchst es mit Sport. Hab mich mit Liegestützen versucht. Liegen kann ich, Stütze kriege ich, ne? Ja. Leute, es ist aber auch so, Fett kommt ja an Stellen, da kommt Sport gar nicht hin. Ja. Und jetzt stehe ich hier, verstehst du, werd auch noch beleuchtet von allen Seiten. Da kannst du natürlich auch sehen, dass ich eine Hollywood-Figur habe, ne? Ja, vorne eine Hauptrolle und rechts und links eine Nebenrolle, ne? Ja, es wurde auf jeden Fall Zeit, dass ich was tue. Ich habe mir bei Weight Watchers angemeldet. 5 Minuten nach der Anmeldung hatte ich da meine erste Job in der Tasche. Was soll ich euch sagen, als Fotomodel für das Vorherbild, ne? Dann ist bei Weight Watchers ja angesagt, immer montags ist nackig wiegen. Kann euch sagen, diese irritierten Blicke im Supermarkt in der Obstabteilung. Irgendwas habe ich falsch verstanden, verstehst? Nein, und dann geht das ja erst los. Wenn du dann abgenommen hast, dann musst du als Frau den Kleiderschrank aussortieren. Jetzt gucken die Herren so verständnislos, wenn ich das Wort Kleiderschrank... Wir Frauen haben einen Kleiderschrank. Ich weiß, Männer haben bloß einen Stuhl neben dem Bett, ne? Ja, ist so. Wenn ich das sage, sofort alle Männer so, woher weiß sie das? Und wenn der Stuhl umkippt, muss sie waschen, ne? Ja. Schön. Ja, und jetzt haben wir die neuen Nachbarn an der Backe. Direkt das Haus, wo wir drauf gucken. Sag wohl zu meiner Erwin, an den neuen Nachbar kannst du dir wohl ein Beispiel nehmen. Sag, jeden Morgen, wenn der zur Arbeit geht, gibt er seiner Frau vor der Haustüre noch ein Küsschen. Sag, das könntest du wohl auch mal machen.
Da sagt mir der Erwin, ich kenne die Frau doch ja nicht. Ne? Leute, da hat er wohl selbst gemerkt, dass der ein Stück über Ziel hinaus geschossen ist. Ne? Da kommt er am nächsten Morgen angeschleimt, sagt er, Agnes, ich mache dich zur glücklichsten Frau der Welt. Ich sag, Erwin, ich werde dich vermissen. Ja, Leute, und das sind die Momente, da denkst du so, bis dass der Tod euch scheidet. Das zieht sich aber, ne? Ja, weiß. Und mit diesem Kerl war ich im letzten Jahr 40 Jahre verheiratet. Ja, ja. Ha. 40 Jahre Agnes und Erwin und da hat dieser Mann das erste Mal zugehört. Der hat mir eine Schlagerkreuzfahrt geschenkt. Ich auf einem Schiff mit Roland Kaiser und Olaf dem Flipper. Hör mal, mit der Flieger nach Palma de Mallorca, dann vom Flughafen zum Hafen, auf das Schiff, über die Gangway. Meine Güte, war ich aufgekratzt mit meiner Erwin. Ich sag zu dem so frei nach Roland Kaiser, ich sag, Erwin, ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Und zack, habe ich mich erstmal auf der Gangway lang gemacht. Ein Highlight auf dieser Reise jagte das nächste. Leute, auf 50 Passagierbetten ein goldenes Ticket für den Abend für ein Privatkonzert von Roland Kaiser. Und was meint ihr, wer eins hatte? Meine Erwin. Ich natürlich abends mit der Karte von meiner Erwin in der kleinen Konzertsaal im Schiff. 49 andere und ich. Leute, und da wurde das ganz ruhig in der Saal. Und dann hob sich der Vorhang. Und da stand er. Roland Kaiser. Meine Güte, mir seht ihr das? Immer wenn ich diesen Namen ausspreche, dann durchfahren mir so erotische Schauer. Ich kann das ja nicht steuern. Und dann fängt dieser Roland Kaiser an zu singen. Der erste Hit, der dritte Kracher, der fünfte Gassenhauer, der siebte Knaller. Leute, da habe ich jegliche Kontenance verloren. Ich bin ausgerastet. Ich habe mir bloß noch der BH rausgerissen und habe den auf die Bühne geschmissen. Da sind die alle aufgestanden und rausgegangen. Ja, mir dachte, der Vorhang wäre wieder runtergekommen. Das heißt, 49 sind gegangen. Ich bin geblieben. Und wisst ihr, wer noch? Oh, genau. Und dann steht dieser Schlagergott auf der Bühne. Und ich stand ja jetzt alleine davor. Und ich hatte ja keine BH mehr an. Da guckt er mich an, da sagt er, na, auch joggen gewesen? Aber ich weiß, dass ihr Fantasie habt, ihr wisst, auch ich habe schwache Momente. Und was sich bei mir zu Hause abspielt, wenn ich so einen schwachen Moment habe, das erzähle ich euch jetzt noch kurz in einem kleinen Liedchen. Herr Kapellmeister, bitteschön. Ich sollte nicht allein in die Küche gehen. Ich sollte nicht zu lange vom Kühlschrank stehen. Ich sollte nicht, ich wollte nicht. Ich wünschte, dass ich nicht immer hungrig bin. In meine Hand, dann stürmisch den Griff umfasst. Ich weiß genau, dass mir bald nichts mehr passt. Ich sollte nicht, ich wollte nicht. Der Geist ist willig, das Fleisch, das ist viel zu schwach. Warum hast du nicht Nein gesagt? Das hab ich nervt gefragt. Du weißt, dass ich hier nie so bin und dass ich alles mag. Warum hab ich nicht Nein gesagt? Was ist mit mir passiert? Ich wollte nicht auseinander
Franziska Sulke alias Annette Esser. Vielen Dank. Ja, seit Jahrzehnten singt jedes kölsche Kind ihre Lieder mit. Köln ist ihre Heimat, aber bekannt sind sie in ganz Deutschland. Und dank ihnen singt man auf dem Münchner Oktoberfest Viva Colonia! Bühne frei für die Höhner! Ich war in Rom und in Paris. Mich triebet Fernweh dahin, wo die Welt am Ende ist. Ich wollte Russ, han gesögt noch Glück. Doch irgendwann traget mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich der Dom vom Wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Ich han die Welt gesehen, komm nirgends an. Ich fuhr mit'm Rucksack voller Träume über den Ozean, immer allein, da wurde mir klar, dass all die Sehnsucht nur der Fan nur ein war. Und jedes Mal, wenn ich den Dom vom Wegen sah, hab ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Ich will nach Hus und nehm mich fort. Bring mich nur ein von nie zurück. Mein Lehrer, ja. Ich steh seit Hus bei der Station. Hebe uns am Dom, dat viele viert, min Wiederkehr. Und endlich weiß ich wieder, wo ich wirklich hingehöre. Von Högern steht in mingem Grundgesetz der beste Kompass, der dich führt, dat ist die Hetz. Wir brauchen eure Hände dazu. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von Wegen sah, hab ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von Wegen sah, hab ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Hus. Ja, Fastelovenzirkel, immer wieder neue Lieder zu veröffentlichen, die dann auch noch zu einem Hit werden. Das ist eine hohe Kunst und ihr schafft das seit so vielen Jahren. Ein großes Kompliment an die Höhner! Ja, wenn man jemand außerhalb von Köln bittet, nenne mir einen Redner im Kölner Karneval. Ich bin mir sicher, sein Name wird mit als erstes genannt. Er ist definitiv eines der bekanntesten Gesichter
das wir in Köln im Fastelovend haben. Freuen wir uns nun auf der Bühne willkommen zu heißen Bernd Stelter. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Es muss euch auch gut gehen, weil wir feiern hier Karneval. Und wenn man Karneval feiert, dann hat man eine 5. Jahreszeit. All die anderen, die nicht Karneval feiern, die haben keine 5. Jahreszeit. Und dann haben die nur 4. So, du hast nur dieses eine bescheidene Jahr, mehr haben die nicht. Wir hier haben eine 5. Jahreszeit, wo wir uns über das bescheidene Jahr lustig machen können. Und sich selber lustig machen, das ist eine tolle Eigenschaft und das können wir hier. Und damit fangen wir auch direkt an. Als das Jahr 2024 startete, ganz ehrlich, da erwartete ich nicht so viel von diesem Jahr, was noch weit untertrieben war. Die Ampel-Ehe verlottert, die stritten nicht nur ums Budget, der Wirtschaftsmotor stottert, war wahrscheinlich von VW. Uns blieb nur noch ein Wort, oh jemine. Aber wir hatten ja in Deutschland Fußball-Europameisterschaft. Das erste Spiel gegen Schottland, das haben wir 5:1 geschafft. Da dachte ich noch, oh ja, das wird ein super Jahr. Dann kam das Viertelfinale. Spanien hätte nicht gestört. Aber wir hatten da einen Schiri, der hat von Hand noch nie was gehört. Der Typ war sonderbar. Im letzten Jahr. Der nächste Höhepunkt des Jahres, das war Olympia in Paris. Die Wasserqualität der Seine, die war wirklich ziemlich mies, das roch da sonderbar. Im letzten Jahr, das hieß für die Freiwasserschwimmer, Furunkel oder Häutung, das Wort hohe Durchfallquote beim Triathlon kriegte eine ganz andere Bedeutung, das war sonderbar. Im letzten Jahr. Und jetzt kommt eine ganz traurige Strophe, eine extrem traurige Strophe. Einigen von euch werden gleich die Tränen über die Wangen kullern, aber ich muss ja bei der Wahrheit bleiben. Es war so, meine letzte Zigarette ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Da erlaubt die Ampel Cannabis. Und ich Idiot, ich rauche nicht mehr, das ist doch sonderbar. In diesem Jahr. Ich glaube, einige ganz Pfiffige unter euch, die werden jetzt sagen, ui, 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 die Strophe hat er im letzten Jahr auch gesungen. Nein, nein, ich habe diese Strophe im letzten und im vorletzten Jahr gesungen. Da seht ihr mal, wie lange so ein Karl Lauterbach braucht, um ein Gesetz durchzubringen. Ja? Das war 3 Jahre lang aktuell. Aber im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr, weil ob wir im nächsten Jahr Karl Lauterbach noch haben? In Talkshows, ja. In Talkshows, ja. Aber ich finde, er hat uns gut unterhalten, er hat sich eine Hymne verdient. Hier kommt die Hymne auf Karl Lauterbach. Der Minister für Fensterbankbegrünung, Lauterbach, hat wahrscheinlich im Vollrausch ein Gesetz gemacht. 3 Pflanzen Cannabis pro Person, die sind erlaubt. Haben jetzt aber Mann und Frau am Black Friday eingekauft. Haben die vielleicht ein Dutzend auf dem Brettchen stehen? Was machst du dann, wenn der Minister kommt, um die Pflänzchen durchzuzählen? Mir schenken de all paar Blümscher, für ihr Finsterbrett. Da jom war zum Kippen in die Norbarschaft, denn die Frau Schmidt, sie ist so nett mit euch. Mir schenken de alle paar Blümscher, für ihr Finsterbrett. Dann gehen wir zum Kippen in die Nachbarschaft, denn die Frau Schmidt, sie ist so nett. Ja. Und dann zerbarste die Ampel. Wissen Sie noch genau, wann das war? Es war am 6. November. Und 5 Tage später war der 11.11. Das bedeutet natürlich, ich hatte meine Rede komplett fertig geschrieben. Und dann machen die in Berlin mutwillig die Ampel kaputt und ich kann die ganze Scheiße wieder wegschmeißen. Dann machen die mutwillig die Ampel kaputt, das war so. Egal, was man plant, egal, was man tut, ziehen gleich 3 Mann an einem Strang, geht das selten gut. Da steigt man in den Ring
Da ertönt schon der Gong. Und dann gibt's erstmal auf die Fresse, man kennt kein Pardon. Boah, in Berlin, was hat das geknallt im Karton? Der Olaf ist reif, Linda kriegt eins vors Kinn. Oder hat Habeck das verbeerbockt, die Ampel ist hin. Und dann hatten wir einen Wahlkampf, der ganz anders war als alle anderen Wahlkämpfe vorweg. Und da muss man wirklich darauf achten, das ist ganz entscheidend. Dieser Wahlkampf war nämlich so: Polka, 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 Wahlkampf bis an die Wolga. Polka, 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 und Putin sagt jawohl, ja, da gehen wir jetzt mal ran da mit Online-Propaganda. Und was ist daran schlecht, sagt die Frau Wagenknecht. Dann hatten wir letzten Sonntag Bundestagswahl. Ich bin direkt bei der CDU vorbeigefahren. Ich habe mal ein paar Blümchen rübergebracht. März ab März im Kanzleramt, doch nicht knapp vorbeigeschrammt. Dabei hat er auf den Fotos nie gelacht. März ab März an der Macht, hat geschimpft, bis dass es kracht. Na dann schauen wir mal, ob der es jetzt besser macht. Ja. Aber das muss man sich mal vorstellen. Da war die Bundestagswahl am 23. Februar und 8 Tage später ist Rosenmontag. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ich konnte schon wieder alles wegschmeißen und neu machen. Niemand nimmt Rücksicht auf die armen, leidgeplagten Karnevalsredner. Aber diesmal nicht mit mir. Ich habe Anfang Januar für jeden potenziellen Wahlgewinner eine Strophe geschrieben. Da kann man die anderen dahinter wegschmeißen. Aber einen habe ich. Und wir wussten ja nicht genau, wer das ist. Denn Anfang Januar, wisst ihr noch, beim letzten Bundestagswahl, da hatte der Olaf Scholz am Schluss einen Schlussspurt hingelegt und dann hat er die Wahl noch gewonnen. Wenn das passiert, für mich wäre es kein Problem gewesen. Ich habe die Strophe fertig. Ich konnte das gar nicht glauben. Um uns die Nerven zu rauben, hat er nicht mal 4 Jahre gebraucht. Da werden wohl verwut manche schnauben. Die Wirtschaft liegt doch da nieder. Das fährt dann schon in die Glieder. Dann lächelt er ganz freundlich vom Wahlplakat und gewinnt die nächste Wahl schon wieder. Was soll's, was soll's? Dann heißt der nächste Kanzler wieder Olaf Scholz. Was soll's, was soll's? Sitzt im Fernsehstudio und grinst kackstolz. Die nächsten 4 Jahre haben wir wieder diesen wilden Tiger aus Papier, den Scholz. Ja. Aber wir hatten ja nicht nur Scholz und Merz, es gab ja noch einen Kanzlerkandidaten und das war It's a Habeck, nothing but a Habeck. Wir dachten doch, der war weg und dann trägt er die Crown. Und dann müsst ihr euch vorstellen, stehe ich in Bonn bei einer Karnevalssitzung und ich gehe da hinterher raus und in Bonn ticken ja die Uhren und die Menschen ein bisschen anders. Da kam hinterher so ein älterer Herr zu mir, dunkler Anzug, Typ wie ich, ja, kam an und sagte, Herr Stelter, haben Sie da nicht irgendwas vergessen? Ich sagte, was soll ich vergessen haben? Ich sagte, was ist, wenn die FDP gewinnt? Ich sagte, Entschuldigung, können Sie das noch mal wiederholen? Ich sagte, ja, natürlich, was ist, wenn die FDP gewinnt? Ich sage, ich lache so gern. Wunder gibt es immer wieder, macht euch keine Sorgen, das wird nicht geschehen. Wir erst wieder, wenn ein paar Prozente vor dem Komma stehen. Was wäre das schön, wenn wir sie jetzt alle hinter uns hätten. Wir hatten CDU, SPD, Grüne und FDP, aber was wäre denn gewesen bei Wurst-Käse? Wurst-Käse oder wie der Engländer sagt, Worst-Case. Was wäre gewesen, wenn die AfD gewonnen hätte? Dann wäre das Lied so gewesen. Ich weiß nicht, wo das hinführt und was das werden soll. Ich bin ganz schön verzweifelt, Mensch, wer findet die denn toll? Nach der Bundestagswahl heißt der Kanzler Alice. Alice! Danke, dass ihr das so deutlich zum Ausdruck gebracht habt. Vielen Dank.
Ich meine, er hat früher immer gesagt, macht nichts. Wenn die AfD gewinnt, dann wandere ich halt aus. Ja, schön. Wohin willst du denn auswandern? Niederlande? Niederlande? Letzte Wahlsieger Geert Wilders, ein Rechtsradikaler? Oder Österreich, Österreich. Wir haben Mitte der 20er Jahre. In Österreich wird ein Rechtsextremist groß und größer. Wenn er jetzt noch ein Buch schreibt, wie er sich seinen Kampf so vorstellt, werde ich nervös. Oder USA. USA. Was hatte ich mich auf Kamala Harris gefreut? Weil die Demokraten haben ja gesagt, pass mal auf, der Biden ist zu alt, klingel mal einer bei der Frau Harris. Und wie klingt das, wenn man bei Frau Harris klingelt? Kamala, ding dong, Kamala, ding ding dong, Kamala, Mama, du, ding da. Und wer hat gewonnen? Fast 80 Jahre blondes Haar und ne Scheißfrisur. Fast 80 Jahre blondes Haar und ich denk mir nur, der hat einen Tower in Manhattan, hat einen Flieger und der hat dazu 151 Golfplätze, eine eigene Bucht in Malibu. Von mir aus auch den Taj Mahal und auch im Louvre sähe der super aus. Hey, 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 von mir aus alles, nur warum denn unbedingt in Washington das Weiße Haus? Und er will nicht nur das Weiße Haus. Was will der noch? Grönland und Kanada. Und dann hat er gesagt, er möchte aus dem Gazastreifen die Riviera des Nahen Ostens machen. Entschuldigung, liebe Freunde, Donald Trump ist Anti-Alkoholiker. Wie komme ich ohne absoluten Vollrausch auf so eine Schnapsidee? Ich glaube, es gibt nur eine einzige Lösung. Da hatte sein Hiwi wieder die Hände mit dem Spiel, dieser widerliche Hiwi, Sie wissen, worüber ich rede. Elon Musk, das ist ein Freund von Trump, hat ein paar Milliarden mehr als der. Hat ein Social Medium namens X, von Zurückhaltung, da hält er nix. Elon Musk wird für die AfD, nennt Steinmeier einen Tyrann. Elon Musk baut geile Autos, ich wollte sogar mal einen fahren. Aber jetzt bin ich froh, dass ich kein Tesla fahre, das ist besser, glaube mir. Warte du weiter, deine Milliarden, aber davon ist kein Cent von mir. Und darum bin ich froh, dass ich kein Tesla fahre, das ist besser so, wie ich das sehe. Was hilft der geilste E-Tech-Schlitten, wenn die Birne unter Schwachstrom steht? Und darum bin ich froh, dass ich kein Tesla fahre. Und wissen Sie, ich hoffe, dass meine Enkelkinder auch so ein bisschen auf dem Dorf groß werden. Und meine Frau ist ja ein echt Kölsch Mädchen aus Weidenpesch. Die hat gesagt, du kannst doch keine Witze über Dorf machen in Köln. Köln ist eine Millionenstadt. Ich sage, Moment, wo ist der Golfplatz? Ja, Widdersdorf. Wo steht das Bütchen? Bickendorf. Wo ist der Knast? Ossendorf. Wo ist das Stadion? Also wenn sich irgendeiner mit Dorf auskennt, dann sind es die Kölschen, ne? Und wenn du auf dem Dorf groß wirst, da kannst du Dinge, die andere Leute nicht können. Ich weiß zum Beispiel, Frühshoppen hat mit Einkaufen nichts zu tun. Ich weiß die berühmte Lebensweisheit, kein Bier vor 4. Die bezieht sich aufs Lebensalter und nicht auf die Tageszeit. Das ist wichtig. Und ich weiß noch viel mehr. Wenn du was sägen willst und du entdeckst im Werkzeugschrank Hammer, Zange, Schraubenzieher, allen Scheiß, nur keine Säge. Am Gartenzaun mit seinem Bier steht Gott sei Dank der Nachbar und der fragt, wo das Problem denn läge. Der könnte dir eine leihen und du gehst kurz rüber. Es ist schon sehr viel wert, wenn man gute Nachbarn hat. 2,5 Stunden später kommst du wieder. Hackenbreit, nur ohne Säge, dann wohnst du nicht in der Stadt. Wenn du barfuß über Stoppelfelder rennst, wenn du Zaunkönig und Zeisig kennst, du tanzt die Polka im Schützenzelt, du erkennst am Bellen, welcher Hund da bellt. Du weißt, Kühe sind alles, aber niemals lila. Warst ein Bolzplatz-Fußballspieler, war das eine Kinder zwischen Stroh und Tor? Jawohl, du bist ein Kind vom Dorf. Du hast dem
Werner grad dein altes Mofa angedreht, das natürlich gleich nach dem Kauf verreckt ist. Sein Vater bringt dir das zurück, weil das nicht geht und sagt, dass du als Schrottverkäufer bei ihm angeeckt bist. Wenn Werner Jahre später mit deiner Schwester geht, er nimmt sie mit nach Hause, Vater sitzt so auf dem Sofa. Als seine neue Schwiegertochter vor ihm steht, sagt er, na hoffentlich läuft die besser als das Mofa. Wenn du barfuß über Stoppelfelder rennst, wenn du Zaunkönig und Seibig kennst, du tanzt die Polka im Schützenzelt, du erkennst am Bellen, welcher Hund da bellt. Du warst Kühe, sind alles, aber niemals Spieler. Warst ein Bolzplatz-Fußballspieler, war eine Kinder zwischen Stroh und Dorf. Jawohl, du bist ein Kind vom Dorf. Du kannst Trecker fahren, du bist ein Kind vom Dorf. Deine Knie waren immer entweder Blut oder Schorf. Du wurdest ganz selten erwischt beim Äpfelklauen und du wusstest, pinkeln nie. Niemals gegen den Elektrozaun. Wenn du barfuß über Stoppelfelder rennst, wenn du Zaunkönig und Seibig kennst, du tanzt die Polka im Schützenzelt, du erkennst am Bellen, welcher Hund da bellt. Du warst Kühe, sind alles, aber niemals Spieler. Warst ein Bolzplatz-Fußballspieler, war das eine Kinder zwischen Stroh und Dorf. Jawohl, du bist ein Kind vom Dorf. Vielen Dank, ihr wart ein großartiges Publikum. Ich wünsche euch eine Knallersitzung. Feiert schön, macht aus dem Gürtel nicht eine Achterbahn. Einen tollen Rosenmontagabend. Tschüss. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Les Fastelovenzirke, am 6. November 1988 begann seine Bilderbuchkarriere. Fast 4 Jahrzehnte. 4 Jahrzehnte begeistert er den Kölschen Fasteloven mit seinen hervorragenden Vorträgen. Keiner hat den Kölner Karneval so geprägt wie er. Bernd Stelter! Da kommen wir nun zu einer wirklich legendären Band im Kölschen Fasteloven. Ihre Lieder stehen für Lebensfreude, für Zusammenhalt und für echte kölsche Tradition. Und ich bin mir sicher, der Gürzenich wird in wenigen Sekunden Kopf stehen. Und ich bin mir sicher, Sie zu Hause werden nun auch aufstehen, mitsingen und mittanzen. Hier sind die Pavaya! Samstagsabends einmal raus, ja, laufen mir die Mädchen hinterher. Ich kann gar nicht dafür, dass ich so aussehe. Ne Mischung aus George Clooney und ne Bär. Tag und Nacht such ich die große Liebe. Marie will immer. Ich bin anders als die anderen. Ich will noch so viel mehr. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein.
Fastelovenzecke, Sie bringen innerhalb von Sekunden jeden Saal, jeden Platz und jede Straße zum Beben. Und Sie stehen für das, was den Kölschen Fasteloven verbindet. Die Liebe zur Kölschen Musik und die Liebe zu unserer Heimatstadt Köln. Ein Riesenapplaus für die Bavarier! Herr Fastelovenzecke, nun ist es soweit. Wir empfangen nun die höchsten Repräsentanten des Kölner Karnevals. Hier kommen Prinz, Bauer und Jungfrau, das Kölner Dreigestirn 2025. Ja, eingezogen ist das Kölner Dreigestirn der Session 2025. Und hier kommt der Willkommensapplaus der Kölschen Jecken! Die drei haben uns in den letzten Wochen so viel Freude bereitet. Es waren traumhafte Wochen mit euch, es war eine traumhafte Session. Und ich darf vorstellen, den Prinzen Karneval 2025, Prinz René I., René Klöver. Ja, zur Linken des Prinzen steht das Symbol der Wehrhaftigkeit unserer Stadt. Er ist der Beschützer Kölns und wir haben in diesem Jahr nun wirklich einen prachtvollen Mann in dieses Ornat gesteckt. Ich darf vorstellen den Kölner Bauer Michael Samm. Ja, und in ihrem römischen Gewand erinnert sie an Kölns Stadtgründerin Agrippina und sie heißt deswegen Kölner Jungfrau, weil Köln nie von einer fremden Macht eingenommen wurde, die jungfräuliche Kolonia. Und ich darf vorstellen, die Kölner Jungfrau Marlies Henrik Ermen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Lev Fastelovensjecke, es spricht seine Tollität. Lieber Markus, vielen Dank und vielen Dank euch allen. Vielen Dank, wie ihr uns heute am Rosenmontag durch die Stadt getragen habt. Vielen Dank, unter was für einem Jubel ihr uns hier in den Gürzenich geführt habt. Dankeschön dafür. Du hast es eben selbst beschrieben, es war eine unfassbare Session. So viel Herz, so viel Miteinander, aber auch so viel wertschätzendes, respektvolles Miteinander. Da haben wir in Köln wirklich Maßstäbe gemeinsam gesetzt. Großartig und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mit so viel Herz und Leidenschaft den Kölsche Fasteler begeht. Danke den vielen Menschen, die das Ganze ermöglicht haben, vor allem die vielen ehrenamtlichen Menschen. Wir singen immer, wenn der Trömmelsche geht, dann stehen wir all parat. Das Trömmelsche muss gespielt werden. Also danken wir den ganzen Kapellen, die am Rosenmontagszug an den Aufzügen in den Sälen uns unterstützen. Wir danken den Tänzern, den Sängern, den Trainern, den Betreuern. Ohne die würde der ganze Karneval überhaupt nicht funktionieren. Danke, danke, danke. Ja, liebe Fastelovensfreunde, als wir im Januar unsere Dreigestirnszeit begonnen haben, haben wir buchstäblich die Werte, für die wir einstehen, auf unsere Plagge, auf unsere Fahne geschrieben. Seid Jeck, feiert auch in diesen Zeiten miteinander. Seid bunt, leugnet nicht eure Herkunft. Fasteloven ist ein Gefühl, egal ob Allah, Helau oder Shalom. Jeder ist hier willkommen. Und seid lieb, feiert friedlich und respektvoll miteinander. Schenkt dem Gegenüber ein Lächeln, das kostet uns nichts und es macht uns glücklich. Und auch wenn wir jetzt zu Aschermittwoch sagen, alles ist vorbei, nein, nehmt diese Werte mit in das ganze Jahr hinein. Denn irgendwie ist doch das ganze Jahr über fastelovend. Fasteloven, wir träumen wieder blöd. Das stand aber auch für die Flower Power Zeit, für Unbeschwertheit. Und diese Unbeschwertheit haben wir auch alle genutzt. Einfach mal Abstand zu nehmen von Krisen, von Problemen. Und wir haben mal gefeiert und die Seele baumeln lassen. Wollt ihr mit uns feiern? Was ist das denn? Markus, du hast gesagt, komm in Gürzenich, super Stimmung. Das habe ich aber jetzt nicht mitgekriegt. Was ist das hier Rosenmontag? Oder ist das hier schon Aschermittwoch? Freunde, habt ihr Lust, mit uns noch einmal so richtig Fasteloven zu feiern? Dann Musik ab und wir krempeln den Gürzenich auf links. Denn wir sind in Köln und hier feiern wir unseren Fasteloven. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, kühlt der Fasteloven und wir sind alle drei. All die Kölsche Jecke, Südnord der Straße, selbst der kleinste Tänzer weiß jetzt jeder über was. Denn Trömmelsche geht, da stand mal Parade und wir trecken durch die Stadt und jeder hat gesagt, Fastelovens Freunde, wir ziehen uns eine Augenklappe auf, stechen in den See, denn wir sind Piraten! Piraten! Und der Lude kommt auf unsere Fahne.
bisschen Disco. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß ja bei dir, nie vergess ich unseren ersten Tag. Na, 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 na. Denn ich fühlte gleich, dass er mich mag. Na, 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 na. Ist es nach Liebe, die nie mehr vergeht? Oder ist die Liebe vom Himmel verweht? Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß ja bei dir, er gehört zu mir. Wir sagen Danke für tolle Wochen, die wir mit euch erleben dürfen. Und wir sagen Tschüss, Madet Jod. Und wir rufen aus, Bremer von Hetze, Kölle! Unser Dreigestirn! Festkomitee! René Fastelovenzecke, Hem Jözenich und natürlich liebe Freunde zu Hause an den Fernsehschirmen. Sie verbinden ihre Liebe zur kölschen Sprach mit einem frechen musikalischen Mix aus Rock und Pop. Und daraus haben sie ganz eigene Lieder gefertigt, die sofort zum Mittanzen, Mitschunkeln und mit Singen animieren. Und das Beste daran ist, an der Spitz ist eine richtige Powerfrau. Bühne frei für Campest Finest. Ja, weil der Beste ist, was ist. Come on! Wenn er nicht was ist. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Weil der Beste ist, was ist. Sag, weißt du noch mit 16? Die Köpfe nur voll mit Unsinn. Der ganze Tag im Bett und nach Sopje. Und heute krieg ich halt Camping, wenn ich die Kölsch nur anseh. Real Madrid, die Zähltour. Der Himmel färbt sich violett. Ja, der beste Frökel Norden Speck. Ey, du darfst jetzt noch nicht, Jan, das ist noch nicht der letzte Song. Weil der Beste ist, was ist. Come on! Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Weil der Beste ist, was ist. Wann genau? Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Weil der Beste ist, was ist. Das war schon richtig schön. Wir würden das Ganze jetzt mal mit unseren Armen über unseren Köpfen noch tänzerisch untermalen, indem wir klatschen. Wow! Und jetzt lasst uns eure zauberhaften Stimmen hören. Das wird so schön. Oh, wie passt? Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba. Weil der Beste ist, was ist. Ey, du darfst jetzt noch nicht, ja. Das ist noch nicht der letzte Song. Weil der Beste ist, was ist. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da. Weil der Beste
Ja, so bunt wie das Leben, so sind auch ihre Songs. Wir haben wirklich jeden Moment hier auf der Bühne mit euch genossen. Das war feinste Unterhaltung. Ob Kölsch, Kempes, Feines! Ja, ich darf nun einen wunderbaren Künstler ankündigen. Ihn nur als Redner vorzustellen, wäre, glaube ich, nicht ganz korrekt. Er ist ein Mensch mit ganz viel Hetz. Hier kommt der Mann mit der Flitsch. Hier ist Jörg Paul Weber. Wie viele Kölner haben wir denn heute hier? Mach mal die Hände hoch. Wie viel? Also doch kein Schlesier-Treffen heute. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Also für die, die noch nicht hier waren, herzlich willkommen im Taj Mahal des Kölschen Wahnsinns. Wo wir noch weiße Tischdecken haben, wo der Hausherr noch die erste Flasche Wein bezahlt. Ganz sehen, was hier reiche Sorgs ist, weißt du? Haben die alle nicht nötig. Herzlich willkommen in dieser wunderschönen Stadt, die ich so liebe, wo Sie am Heumarkt ankommen. Ah ja, Heumarkt, nur kurze Verklärung. Der Heumarkt heißt in Köln Heumarkt, also wenn Sie Ihnen Bescheid sagen. Weil Heumarkt, ein Pferd frisst Heu. Also wenn Sie sagen Hümarkt, ist verkehrt. Ein Pferd frisst Heu, kein Hü. Wissen Sie, also... Auf jeden Fall, wenn Sie da standen und wollen dann in so ein echt kölsches Brauhaus gehen und Sie stehen vom Augustiner. Hör mal, was hätte der geraucht, der Typ, der das so gelassen hätte, ehrlich. Der kann doch nicht singen. Das ist genauso unnötig wie Oktoberfest in Köln. Braucht kein Sau. Braucht ja keiner. Wir haben eine Tradition, ein Brauchtum. Echt. Ich kann schon hören. Der Einzige, der an Spaß hat, ist Amazon, die für 40 € Lederbutze verkaufen. Und die dann war tatsächlich in Bangladesch zusammengeschruft werden, von kleinen Pens. Tolle Augenhöhe, tolle Sache. Naja, was soll man sich aufregen? Ich komme übrigens aus der Altstadt dieser hiesigen Stadt, an diesem gotischen Vereinsheim, wo nicht, sie nennen es noch Dom, also im Moment noch. Ich bin sogar Katholik, muss man sich mal vorstellen. Ja, darf man auch nicht wie sagen im Fernsehen. Die Katholik Dreck geschnitten, Dreck fort. Da ist ja nichts irgendwie. Obwohl, wenn es bei RTL jetzt wäre, dürfte ich sagen. Ja, egal. Nein, aber Katholik. Wir haben immer noch mehr Mitglieder als die FDP. Also. Oder? Ja. Ich kann das nicht verstanden. Früher bei einer Fernsehsitzung war immer in der ersten Reihe eine Pfaffe. Immer irgend so eine wichtige... Irgendwie, der hätte geschlafen und geraucht gleichzeitig. Fand ich immer super. Höck, nix wie. Ich wollte Sie ja anrufen, Höck. Ich habe ihn angerufen, der Wölki. So nur doof kann das nicht sehen, ehrlich nicht. Ich habe ihn angerufen, ist eine Frau an der Apparat, hier Jange. Da geht dir nichts zu lachen, das war ein sympathischer junger Mann. Ach, diese Stadt. Waren Sie denn schon essen in Köln? Noch keiner, gut. Sie können gut essen. Sie müssen sich nur nicht überreden lassen. Der neumodische Driss, den Sie jetzt auch verkaufen. Flammkuchen. Pizza ohne Tomate, ehrlich. Wassermehl 14 €. Wollen die mich verarschen, oder was? Ich will satt werden. Da kommen die Wehe zurück. Ja, das ist aber was Leckeres, Modernes, Herr Weber. Nee, mach ich nicht. Ja, aber Sie können doch wählen, was Sie wollen, was da drauf kommt. Mach mal einen Jägerschnitzel drauf. Ehrlich. Ja, das ist ja wahr. Aber ich meine, das ist ja, aber Jägerschnitzel. Kommt direkt wieder, Nazi, der isst Fleisch. Nazi. Und darf man noch nicht sagen, ne? Komisch, ist doch Karneval. Ich bin damit aufgewachsen, dass man sagen darf, was man will. Gerade im Karneval. Ehrlich. Politisch korrekt. Gerade jetzt in der Zick. Dumm in ihr Falle. Ehrlich. Wir brauchen ja keinen Politiker mehr, ist vorbei jetzt, ehrlich. Deutschland ist politikerfrei.
Wenn du uns anguckst, hey, diese neue, moderne, energievolle, junge CDU, März, der sieht doch schon aus wie November. Dumme dir Falle, ehrlich. Dann, ja, oder? Außerdem brauchen wir die gar nicht. Wir brauchen die gar nicht alle. Ich weiß, ich bin ein böser Redner. Es tut mir leid. Auch die müssen sein. Wisst ihr, wir Redner sind das Salz in der Suppe des Kölner Karnevals. Wenn man uns wegnimmt. Vorbei. Und dann kommt auch wieder irgendwie, die ganze Unnötige sind wieder unterwegs. Der ist das, der ist rechts, der ist links, ein bisschen rechts, ein bisschen zu weit links, 3 Schritte zu weit links, wieder rechts. Kreisverkehr nennt man das. Kreisverkehr. Und dann kommen diese Wörter. Jetzt kommt ein Böser. Ich hoffe, den schneiden Sie raus. Ja, aber ehrlich mal, dumm in der Falle irgendwie. Es ist nicht immer nur alles Nazi, wenn jemand anderer Meinung ist. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Aber egal. Für mich Idee. Faschismus geht gar nicht. Ne? Also hey, Rechtsradikale auch nicht. Ich will den Namen ähnlich nicht sagen, aber Afte kann ich nicht auf. Aber ja. Nee, wirklich nicht. Aber jetzt alles irgendwie in ein Eck zu bringen, das ist unsere Generationskonflikt, würde ich das eher nennen. Aber was haben Sie jetzt? Vor einem Jahr, wisst ihr noch? Elon Musk, der Heilige, oder? Da fahren wir hin. Hätte der Scholz jetzt ja die Frittebut von dem Opiumat. Da. Irgendwie, der Elon Musk ist keine Nazi. Nazis haben gute Autos gebaut. Aber ganz ehrlich, glauben Sie, dass Gemütlichkeit uns da weiterhilft? Wir müssen miteinander reden. Kommunikation ist das Thema. Wir kommen aus einer Tradition von Karl Küpper heraus, wir Redner, der 39 die Tucholsky-Rede gehalten hat. Erwache Deutschland, als der Goebbels im Saal saß. Das sind die Eier, die wir brauchen, gerade im Karneval. Gerade das. Aber ich weiß, wie schwer das ist. Vielleicht könnte man das aus Köln, hätte das noch nie geholt. Der Vater, den ich vertrete, ist schon ein bisschen älter irgendwie. Aber ich freue mich, dass die alle da sind. Ich begrüße Sie von überall. Sie sind heute alle Kölner. Ganz egal wer, außer Leverkusen, das nicht. Aber nein, das geht nicht. Nein, tut mir leid jetzt aber auch. Das ist, weißt du, ich meine, hier ist auch schöne Ecke. Da stimmt die Chemie, kann man. Aber, ja, ich weiß, Fußball. Ja, Sie sind Meister. Sie können ja spielen, ist ja gut. Aber noch spielen Wirtschaften und Viva Colonia singen am Arscheträtsche, ehrlich jetzt. Nee, das mache ich schon. Wenn er ist mir Rat. Wir Kölner verlieren gerne. Glauben Sie mir. Tun wir nicht, aber auch egal. Ach mein Gott. Müssen wir uns vielleicht wieder alle daran gewöhnen, dass wir der Jugend ins Gesicht gucken. Vielleicht muss die Jugend uns Älteren, also der alte weiße Mann, wieder ins Gesicht gucken. Vielleicht tut uns das gut. Der Karneval stand immer dafür, generationsübergreifend zu sein. Ich war ja auch mal klein. Ach, was war ich klein. Ich komme noch aus einer Zeit, da hatte man kein Tinder, eine App, um Böchte zu können. Kannst du dir vorstellen, ehrlich. Eine Böchte, für die Nicht-Kölner heißt Kehren, falls jemand fragt. Das muss uns vorstellen. Ich war uns Jürkisch. Vor 25 Jahren, höre mal, da bin ich hier in einen Tanzpalast gegangen am Alter Markt. Kulisse, schon mal gehört? Nachts um 1 Uhr habe ich einen Schlüssel in die Mitte geworfen und habe gesagt, wer ihn als erstes hat, kommt mit. Ja. Ist kein Mädchen mitgekommen, aber der Wille zählt. Der Wille zählt. Ist halt so. Aber wir machen mal was Besonderes. Das sind Sie nicht gewohnt. Und da bin ich auch durch die Tür. Ich mache noch ein Lädchen und dann. Aber wissen Sie, was wir jetzt machen? Jetzt drehen wir uns jeder zu dem nächsten Mal um. Drehen wir uns mal um. Machen Sie mal. Drehen Sie mal um zum nächsten. So, jetzt geben Sie dem mal die Hand und sagen: Guten Tag, mein Name ist. Das ist das Facebook meiner Vergangenheit. Geht doch, sehen Sie.
Wissen Sie, was das Allerbeste daran ist? Das sind 3 Minuten meiner Auftrittszeit. Ja. Was soll ich sagen? So, jetzt, darf ich noch ein Liedchen spielen? Ist das okay? Man weiß es ja nicht. Das ja, kann ja singen, noch eine Kette oder so. Ich bin doch nur ne Jeck, trecke Themen durch den Dreck, maret mich ins Kot und hol die Wahrheit aus der Sod. Dem eine dedet wie, der andere der lach wie nie. Min Zick auf der Bühne, dies nur geliebt und Applaus han ich nicht immer verdient. Ich bin doch nur ein Narr, ne Jeck im Karneval. Bin doch nur ein Narr im Kölner Karneval. Wollen Sie singen? Ich bin doch nur ein Narr, ne Jeck im Karneval. Bin doch nur ein Narr im Kölner Karneval. Fühl dich von mir gedrückt. Ich bin jetzt wieder Objekt. Dann bin ich durch die Tür. Dann hält eine andere die Klütte aus dem Feuer. Irgendwann bin ich nicht mehr. Dann seht mir vielleicht, ach ja, ich viel zu früh. Dann war ich nur ein Narr in meiner Liebe, dem Karneval. Ich bin doch nur ein Narr, ne Jeck im Karneval. Bin doch nur ein Narr, ne Jeck im Karneval. Julia, meine Tour. Jörg, du hast dir natürlich den Orden des Festkomitees verdient. Ich freue mich, ihn dir überreichen zu dürfen. Und wir rufen aus auf Jörg Paul Weber, Drehmer von Netze Kölle. Festkomitee, WDR. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lev Faste-Lovensjäcke, vor genau 25 Jahren sind Sie in den Kölner Karneval mit einem Superhit eingestiegen. Sie haben uns alle eine super geile Zick versprochen. Und ich bin mir sicher, die werden wir jetzt erleben. Hier ist Bring's! Mega Lev Faste-Lovensjäcke, wir grüßen euch ganz herzlich. Kuderen, wir sind alt schon drin, weil wir ganz normale Menschen sind. Wir sind Kerls, wir sind Schiss, ganz egal, was du bist, weil du uns am Herzen liegst. Denn in Köln, da sind wir frei, das Forschung immer so und das blieb dabei. Und wenn sie kommen, uns dazu nehmen, ja, dann singen die ganze Kaschemme.
Straße jung. Mir stand an der Theke, wo seid ihr? Zu lang. Und wenn der Kölsche Jung aufsteht und für uns Freiheit auf die Straße geht, mir stand an der Theke und uns. Und wenn die Kölsche Schiss aufsteht, wo sind ihr, die Kölschen Mädchen? Wo seid ihr? Und für uns Freiheit auf der Straße, ja. Dankeschön. Komm, lass die Demokratie leuchten hier im Kürzenich, in diesem so geschichtsträchtigen Saal. Deutschunterricht, das war nix für mich, denn mein Sprach die wird da nicht. Sprech öffentlich, hätte man mir gesagt, die Zeugnis, das wird keine. Ich sprech da nur mein eigener Sprach, wusst nicht, was sie von mir will. Ja, aber die Sachen, es war von Kind. Ich bin nur ein Mensch. Und mir jetzt, dann leg mal auf den Zaun. Auf der Straße hab ich mich Sprach gelehrt. Und jedes Wort wie tätowiert an mein Herz. Ich bin eine Kölsche Jung. Ja, lebt Fastelovensjecke, meine lieben Freunde zu Hause an den Fernsehschirmen. Das war Karneval in Köln 2025. Wir sagen danke, dass ihr die kleine Reise in die karnevalistische Traumwelt mitgemacht habt. Madet Jod, genießt die letzten Stunden der Session und bis zum nächsten Jahr. Eine schöne Fastelovend zusammen und auf Wiedersehen. Dankeschön.